Gestohlen haben wir nix, genommen haben wir nix, na wir sind die ehrlichsten Leid. Nur mit der blöden Arbeit hat ja keiner Freit. Wir tragen ein Platz Vierter, sind alle bei fix. Aber tun dann wir, wenn wir täten, aber tun dann wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns plagen, weil da fahren wir wieder auf Spritzwagen. Und im Sommer, das wissen sie, ja, da kehren wir miteinander den Chalet. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da sehen's die letzten zwei Bücher. Jetzt hört sie das Bücherleben auf. Da sehen's die letzten zwei Bücher. Jetzt hört sie das Bücherleben auf. Jetzt hört sie das Bücherleben auf. Der neue Neujahrsvorsatz der 16er Burm ist aber ein Blödsinn natürlich. Herzlich willkommen zur 16er Pavlatschen, in dem Fall eine Solo-Pavlatschen, ausgemacht, ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten, ohne irgendwelche anderen Gründe, sondern einfach nur, ja, weil man halt nicht zusammenkommen hätte. Bevor wir weiterreden, muss ich da zurückdrehen, weil das wird ein bisschen heiß. Warte mal. So. Ist ein bisschen frisch. Also, das Gegenteil. So. Pavlatschen Nummer 100, was habe ich gesagt, 152. 152 Solo-Pavlatschen und muss ich sagen, dank euch, also dank irgendjemandem von euch, ich glaube es war der Ackerl, der diese Idee gehabt hat, weil wir ja gesagt haben, wir sind nicht mehr dazu gekommen, dass wir eine Fake-Pavlatschen vorbereiten. Und ich glaube der Ackerl war, ich weiß aber nicht mehr sicher, auf jeden Fall einer von unseren Pavlatschis, der hat dann gemeint, ja, da magst du wieder Solo-Pavlatschen, ist auch kein Problem. Und in der Tat, gute Idee. Also, frohe Weihnachten, also im Nachhinein, schön, dass ihr dabei seid bei dieser Solo-Pavlatsch am Stefanitag. Und eigentlich Stefanitag ja ein passender Tag für einen Wiener Liedabend, aber vorher, meine lieben Freunde, müssen wir aktiv werden. Dank unseres großartigen Markus Volker, na, stell scharf, achso, da muss ich das Gesicht verschwinden lassen, da, Kranz, Faslan, Grauer Burgunder 2021. Jawohl, danke der schön. Markus Volker. Aber noch, wenn er heute zuschaut. Das letzte Mal war er nicht dabei. Aber mir so viel, weil auch wenn er nicht dabei ist. Ne? Das machen wir nicht so. So, schaut er was an. Dann können wir weiterreden. Jetzt einmal ein Schluckerl. Ich habe heute schon wieder so viel Keks gefressen. Das war schlecht, das ärgert. Aber jetzt haben wir keine mehr. Das ist gut. Alles dann. Im Nachhinein nochmal frohe Weihnachten, schön, dass ihr dabei seid in dieser besinnlichen Zeit, bei dieser vielleicht nicht ganz so besinnlichen Pavlatschen. Auf euch! Ja, der ist gut. Aber den muss ich da ein bisschen sichern, weil der steht ja da im stelle ich da um. Da ist nicht ganz so. Da wieder von meinem Körper geschützt. So. Passt auf, wisst ihr was, wir machen das gleich. Ich rauche mir gleich eine an, weil ich wollte mir vorher noch eine anrauchen. Und dann bin ich nicht mehr dazugekommen, weil mir eingefallen ist, die Gitarre muss ja auch noch stimmen. Profi, der ich bin, jetzt rauche ich mir gleich eine an und mache mal einen Blick in den Chat und begrüße mal diejenigen, die sich da sozusagen zu erkennen geben im Chat, wobei natürlich alle anderen ebenfalls herzlichst gegrüßt sind, die im Chat zuschauen, auf YouTube zuschauen. Das taugt mir wirklich sehr. Einige reden uns auch an und manche haben wir mitgekriegt, wenn wir wo gespielt haben, die gesagt haben, ich kenne dich von der Pavlatschen. Und ich habe gesagt, ja, wer bist du? Und er hat gesagt, nein, ich komme mit dir nichts. Daher kannst du mit meinem Namen nichts anfangen. Sehr leid. So, pass auf, Anraucherl. Nummer 1. Jetzt schauen wir gleich mal zurück. Der erste, der heute kommentiert hat, war der Raffi. Hallo zusammen, ein gutes neues Jahr euch allen. So weit sind wir noch nicht, Raffi. So weit sind wir ja noch gar nicht. Wobei, stimmt, das ist die letzte Pavlatsch in diesem Jahr. Die nächste ist am 2. Jänner. Patrick wird dabei sein, hier in der Klause. Da sind wir dann wieder unten aus der Stube natürlich live, weil da haben wir mehr Platz. Schau, Florian Lukas ist dabei, jawohl. Spaziergang, grüß dich gut. Lord Tower, Momo M, Musikraum, Landtalstromer,
der Maiki ist aus Steiermark, Maba, die Dissi Bubbles, frohe Weihnachten, sagt er mit die Achteln, servus, jawohl, der Herrmandl ist da, servus, guten Abend, grüß dich gut, Fritzl Stadtgas, unser Fritzl, Fritzl, Musikraum doppelt hält besser, sagt der Raffi, ne, wird einen Grund haben. Alexander Hauser, grüß dich Gott. Aber ist es nicht leibend irgendwie eine Solo-Pavlatschen, ohne dass es ein Muss ist, sondern also, weil irgendwas passiert ist? Nein, einfach ausgemacht. Patrick hat heute gemütlich quasi seine Schwager alle daheim. Ein Zweitag, aber die werden sicher noch immer original im Feiern sein, also feiern, aber wisst ihr, im Zaum sitzen und das sind alles keine Heimgeher, was ich weiß. Gut so. Und naja, der Patrick, der Scheiße, habe ich jetzt dreckiger gemacht als vorher. Der Patrick ist jetzt auch kein Vater, na, da werden sie zusammensitzen. Ne? Und zu Recht sollen sie machen, weil eigentlich haben wir ja Weihnachtsurlaub. Halleluja, der heilige Klaus ist da, weil Weihnachten ist Santa Claus. Ja, bei uns kommt das Christkind. Ackerl, schön, dass du dabei bist. Musikraum haben wir schon gesagt. Manfred Kraft ist da. Seit Weihnachtsfeiertag, jawohl. Der Gere 1.0, Grisi, jawohl, die Grisi ist da. Der Florian Lukas sagt schon Danke, Ackerl. Ich weiß, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber ist ja wurscht. Walter Nagel, na, das war leibend. Das ist aber leibend. Walter Nagel ist dabei. Grüß dich gut. Das ist eine Freude. Michael Unger, Lord Dauer. Frohe Weihnachten. Jawohl. Danke fürs Stimmen. Ja, weißt du, wenn ich gewusst hätte, dass du auch zuschaust, hätte ich mir mehr Zeit genommen zum Stimmen. Bobby Spieß. Habe ich erst heute entdeckt und finde ich sehr geschmeidig. Bobby Spieß, das ist aber leibend. Da muss ich sagen, ich meine, heute entdeckt und dann schon der Begriff geschmeidig. Das ist leibend. Deswegen bitte, lieber Babalacisti, Satzo Knierwach hat eine für den Bobby Spieß eine Begrüßungsorgie an rote Achteln für den Bobby Spieß. Sehr leibend. Bobby, grüß dich gut. Das taugt mir. Habe ich erst heute entdeckt. Wo da also auf YouTube so, oder anderwertig jetzt 16er purmäßig. Nur einen weißen Bart mit Bart und Bauch, der Ackerl. Ackerl ist schon wieder frech. Mal gleich was spielen. Muss man ja auch. Also natürlich, wie gesagt, alle besten Grüße von Patrick. Der ist heute eben zu Hause, also also ja, wisst ihr, was ich meine? Und wir haben gesagt, wir machen eine Solo-Pavlatschen aus einem simplen Grund, in Wahrheit, weil ich ja da gewesen war und ohnehin im Chat gewesen war bei einer Premiere von der Fake-Pavlatschen und daher habe ich gesagt, eigentlich, ja, wenn ich eine Solo-Pavlatschen mache, habe ich nicht so viel Vorbereitungsarbeit, was mir heuer wirklich sehr entgegenkommt. Daher danke ich. Schau, die Achteln. Die Achteln für den Bobby Spieß. Du, das sind die, weißt du, das sind die Achteln, das Emoji für Leiwand, mehr oder weniger. Jawohl, schau die Grüße, sogar begrüßt noch extra. So, passt auf, na gut, spielen wir was, ne? Oder? Sollen wir schon? Nein, ich rauche einmal aus. Ist ja wurscht, heute ist ja Stefani-Tag. Heute ist ja Urlaub. Stefani-Tag passt gut zum Wiener Lied in Wahrheit, weil ja das Wahrzeichen von Wien, der Steffel, der Stephansdom, ist ja nach dem heiligen Stephan benannt, der ja, nachdem ihm heute der Feiertag ist, also wer es nicht weiß, der heilige Stephan war der erste Märtyrer. Also das heißt, der erste, der Wörter, sozusagen die Lehre Jesu Christi verbreitet hat oder verteidigt hat oder wie. Deswegen ist er hingerichtet worden, ist gesteinigt worden und ja, und deswegen gilt er als erster Märtyrer und das war zum Beispiel, also das ist noch vielleicht ganz interessant, dass das bei diesen Steinigern, oder nicht Steinigern, aber in dieser Verurteilungsgruppe war der Saulus. Da war der Saulus und der Stephan, der hat also die Lehre Jesu Christi vertreten und gesagt, erst Alter, wieder ruft, das ist eine Blasphemie und so. Und er hat gesagt, nein, Sohn Gottes und so weiter, ich kenne die Geschichte. Ne? Und dann hat er, und da haben sie zum Saulus gesagt, geh, verschone ihn. Und irgendwie muss der da eine wichtige Persönlichkeit gewesen sein. Und hat gesagt, nein, also hat sozusagen den Mord geschehen lassen, diese Steinigung.
und war dann auch ganz maßgeblich beteiligt bei dieser Christenverfolgung, die eben mit dem Tod vom Stephan begonnen hat. Und das war dann diese berühmte erste Christenverfolgung, wo eben der Saulus ganz maßgeblich beteiligt war, der ihm später dann zum Apostel Paulus wurde. Und weil das eben der Stephansdom in Wien nach dem Stephan benannt ist, ist sozusagen eigentlich der Stephanitag sozusagen fast ein Wiener Heiligentag. Ja. Dass wir ein bisschen einen roten Faden haben, nicht? Oder man ist schon ein bisschen eine Bildung auch dabei. So, was haben wir da? Schau, die Achtelvereine. Die Achtelvereine, der Raffi sagt was, heute Abend 1 Stunde 30 durchgehalten, na ja, schon. Bobby, ja, jetzt wäre ich gleich schamig. Mir wird schon ganz heiß. Bravo. Bobby, servus. Ja, das sind unsere Begrüßungsrituale. Beziehungsweise das rote Achtel gilt immer für Leiwand, super, Applaus, Spitze. Also das ist quasi das Emoji der allgemeinen Freude. Und in die Schau, Hannesteurer. Mein Neffe ist auch dabei, grüß dich Gott. Superchat, was? 15 €? Weihnachtsschmattes, 15 € vom Trabelacker. Ist der neue Name. Trabelacker. Vom Ackerl 15 €, mein Lieber. Na, da danke dir, herzlichst. Seid einmal. Da danke ich dir. Schau, Alucard ist dabei, Servus, das ist auch schon lange nicht mehr gesehen. Große Freude. Religionsstunde mit Klausi. Dafür gibt es einen Schmattes, Florian Lukas. Ja, aber das geht euch nur dazu. Landtagsstromer Markus, könnt ihr auch ein paar Achtel gebrauchen. Seit 24. Frauchen, Schwiegereltern und Schwager mit Corona verseucht. Mein Sohnemann hat Grippe und mir geht's noch gut. Naja, pass auf, aber Landtagsstromer, da müssen wir jetzt auch aktiv werden. Also, tut mir leid, wenn jetzt die Pavlaciste da jetzt ein bisschen herausfordert, aber da müssen wir aktiv werden. Für den Landtagsstromer, für Frauchen, Schwiegereltern, Schwager, Sohnemann und Landtagsstromer himself. Wieder bitte auch drüber gehen. Markus, welches Lidl willst du gern? Sag auch, welches Lidl soll ich da spielen, weil dann bist du nämlich absolut gefeit. Dann ist dein Immunsystem absolut erhöht, da kann dir nichts mehr erwischen. Das ist quasi wie der Drachentöter Siegfried. Du hast maximal ein kleines Platterl am Schulterblatterl, wo du noch verletzlich sein könntest. Aber ich mache das. Also sag auch, welches Lidl ich dir spielen darf. Müssen wir dich mit erinnern, wegen Nachlegen, Susanne Faber ist eine gute Frage. Mir ist es eigentlich nicht, weil ja mein Munkelein da ist. Mein Munkelein wacht ja über den Kuchelherd. Das heißt, jetzt ist es so, wenn ich verschwinde, dann lege ich nicht nach, sondern muss ich aufs Häusl. Das ist leider die Wahrheit. So. Bitte jetzt kein Lied aus dem Gotteslob, Michi Luger, das war aber Wahnsinn, oder? Ich hab leider jetzt nicht so ein... Das war aber Wahnsinn. So verwindet. Ja gut, ich kenne so wenig Lieder von dir, aber trink viel Alk. Das desinfiziert von Ihnen gute Besserung. Christoph Acker gibt gute Tipps. Schau, 10 € von AG Gastik. AG Gastik ist ein Wahnsinn. Ihr seid heute großzügig. Ich danke herzlichst. Sehr zum Wohl. Aber Susanne Faber, ich meine, war sehr gut mitgedacht. Und wenn da die Flammen, ich muss schon wieder hoch dran ein bisschen. Yes. Jetzt sieht man nicht angescheit. Ein bisschen mehr, dass es ein bisschen mehr Luft hat. Heute ist es ja komplett windstörend, irgendwie heute zieht es nicht so recht. Großer Gott, wir loben dich. Ja. Gut, wobei, ja gut, das ist ja die Katholikenhymne. Landtagsstromer. Oder die Mama. Kartoffelsalat oder die Mama. Beides werden wir da machen. Ich würde sagen, wir fangen an mit Läusl und werden uns dann 4 überarbeiten und im Laufe des Abends auch noch die Mama machen. Sehr, sehr leid. Und wir sehen schon, die Achtel, siehst du, schreibt schon, danke euch, die Achteln. Die Pavlacistik-Gemeinde ist halt nun einmal, also, ein Wahnsinn. Ne? Ist halt auch so. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit der Gruber und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant.
Die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten sind die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, na und schau. Dann waren die Händel und die Fleischler waren serviert, hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Dass der Läusel nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Und dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen und die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lampada und der Gruber ist kein Vater, hat sich zu ihr dazu, der Tisch spricht zusammen, ein Stuhlpur. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Ja, weil da fällt der Läusel noch dazu. Naja, da denkst du, ist mir entfallen, aber das macht ja nichts, man fängt von vorn mit an. Wenn er da einfällt erst, natürlich. Was haben wir bei der letzten, glaube ich, gell? Ich weiß schon. Jetzt ist mir wieder entfallen. Gibt's das auch? Gibt's das auch, bitte? Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. Ja, so ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusl sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusl seine war die schönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade. Es ist so schade. Der Läusel ist tot. Hallo. Alter, Ton hat sofort drauf gehabt. Letzte Strophe. Ein Desaster. Ein Desaster. Aber ist der Stefani-Tag, ne? Für den Läusel, der nicht mehr gewachsen war. So schaut's aus. War ja nicht mehr gewachsen. Irgendwie wird der Läusel bei der Soda Parade zum Abenteuer, kann man sagen. Genau, Pfeifen kein Text da ist. Ja, aber ich hab mir gedacht, das fällt auf. Aber es ist so auch aufgefallen, Manfred Graf. Du hast eigentlich auch wieder recht. Schau, der Mike hat mir die 8 Leine, das ist leibend. Aber, ja, aber. Kommst du ja wieder nach Wien, aber was denn nächstes Jahr musst du schon wieder auf Wien kommen mal. Nicht? Klaus pfeift uns was, ja genau. So, die Achtel. Na, Weltklasse. Ja, es war ein bisschen nicht schlecht, nicht? Aber es war halt, es hat einen Hänger gegeben. War nämlich stark. Greek Version, Klaus Steicher, Ludwig Patergotka, super Nummer. Ja, das stimmt. Mit die Ziertakisch-Rahmen war das, ja. Ist ja, glaube ich, haben das wir auf YouTube, ich glaube, gibt es bei uns auf YouTube. Ja. Aber diese Takisch-Rahmen, die sind jetzt eine andere Besetzung, weil wir haben zu viele andere Sachen gehabt und es hätten die 16er Buben sozusagen darunter gelitten, haben gesagt, nein, wir müssen wieder das aufhören, leider, das Projekt. Aber die haben eine neue Besetzung und alles leibende Haberer, gute Musiker und ja, also super so. Ich weiß nicht, ob die das jetzt nicht, werden sicher auch ein Programm haben, aber es hat natürlich nicht mehr gehört. Aber da die unsere Variante ist nicht schlecht, ja. Mit dem griechischen, ich glaube in einem Sempetik oder was er da reinspielt oder was auch immer, klingt jeweils
Klingt eh schneller als ein Wiener Lied. Weltklasse. So, also, wir haben das Halt, was auf der Seite steht, die Halt so laut. Also wir haben dieses Jahr bald hinter uns gebracht. Das nächste Jahr hoffen wir, dass es leibender wird. Ganz gewaltig. Und wir starten ja damit schon quasi am 2. Jänner. Am 2. Jänner gleich mit der Pavlatsch Nummer 153 nächsten Montag aus der Klause, Patrick und außer. Wir werden von da ein mörderisches Pavlatschal hinlegen und werden ein bisschen Aussicht halten ins neue Jahr. Was sich echt ganz gut anlässt, muss ich sagen. Wie gesagt, das vergangene Jahr hat auch wahnsinnig viel schöne und gute und positive und erfolgreiche Momente gehabt, aber eben auch sehr viel Leid und sehr viel Schmerz und Trauer und Krankheit und was weiß ich alles. Dass es summa summarum zwar immer noch ein lebenswertes, feines Jahr war, aber ja, also wir sind jetzt nicht unglücklich, wenn das endlich vorbei ist und das nächste Jahr. Ich meine, das sagt man so nicht, weil das ist ja nur eine Zeitrechnung, aber man sagt es halt so. Nächstes Jahr gehen wir in alter Frische los und wir haben ja schon einen schönen. Ich hoffe, dass ich das sagen darf, das weiß ich gar nicht. Aber ich sage es, wenn nicht, sagt es halt kein weiter. Aber wir haben für nächstes Jahr schon einen ganz spannenden Termin. Und zwar in Bayern, in München. Für alle Münchner respektive Bayern ganz wesentlich. In München sind wir, und zwar gleich ein paar Tage, weil für den Bayerischen Rundfunk, da gibt es die Brettelspitzen. Die Brettelspitzen im Bayerischen Rundfunk. Ganz eine leibende Sendung ist es, ist eine Kabarett-Sendung eigentlich, im Hofbräuhaus und dort werden wir, wenn es denn alles klappt, also sicher klappt alles, wenn das alles hinhaut, sind wir dort, ich glaube im März, haben wir dort also eine ganze Woche sozusagen Proben und Aufnahmen und so weiter und dann also ich glaube, das weiß ich nicht alles genau, aber ich glaube, das sind dann zwei Abende, sind wirklich öffentliche Auftritte und der Zusammenschnitt von diesen zwei, der kommt dann im bayerischen Fernsehen. So wie das verstanden. Also auf jeden Fall eine wirklich schöne Sache. Hat nichts mit den bayerischen Rundfunkgeschichten zu tun, was wir gehabt hätten beim Lentner Karli, wie ich Corona gehabt habe, respektive der Patrick dann. Weiß nicht, wer dann. Ich glaube, da hat es dann der Patrick gehabt. Ja, genau. Das ist noch nicht, das werden wir schauen, wie sich das einmal ausgeht, aber das ist, finde ich, eine schöne Sache. Schau, Michael Ungar sagt, Brettelspitze schon oft gesehen im TV. Na schau. Ja. Alexander Hauser, 12. Jänner Taschler, so ist es. Der 12. Jänner ist auch tatsächlich der erste Termin, wo wir dann wieder on stage sind. Ich will das international, wollte das ausdrücken. Da sind wir wieder, also das ist am 12. Jänner. Ja. Der Raffi, mein Pullover ist mega. Ja, der Raffi hat sich ja zugelegt. Aus dem 16er Buben Shop einen Hoodie. Aber da habe ich jetzt das Büdel nicht. Ein Hoodie, oder? Warte mal. Na, warte mal. Warte. Vielleicht, aber nein, ich glaube immer nicht. Nein, da ist nicht. Da ist nicht. Das ist nicht, aber das habe ich auch um. Das hat damals da irgendwo, das ganz am Ende. Aber das muss natürlich, es muss gewürdigt sein. Pass auf. Wo ist er? Da ist er, ja schon. Pass auf, das muss ich aufmachen und dann verschicken, da teilen, na, Teil, da mit dem MacBook. So schaut es aus. So, müsst jetzt theoretisch umhauen und dann kann ich es euch zeigen. Kann ich bitte einen Leiber mit dem Aufdruck Texthänger Deluxe haben? 16. Oh, das war was. Texthänger Deluxe. Eine gute Idee, Chrissy. Gute Idee. Spaziergang, 10 Euro für den Hut. Danke herzlichst. Hast du mal Zeit wegen dem Aschenbecher? Würde ich ihn dir gerne geben nach vor Weihnachten. Vor Weihnachten? Was? Noch vor Weihnachten? Also noch für Weihnachten. Na, ich bin ja erst wieder im Jänner dann in Wien. Das müssen wir schauen, wie wir da zusammenkommen. Ich freue mich. Oder müssen wir schauen, wie wir das machen. Na, spätestens wahrscheinlich wieder am Ostermarkt. Kalvarienberg, wann wir wieder dabei sind. Weiß ich jetzt nicht, aber
Brettelspitzen, schon oft gesehen, jawohl. Brokkoli, der Alexander Hauser, ne, schauen wir. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr. Salzburg im Mai, Brennraum wird wahrscheinlich bei mir nichts werden. Ja, aber bei mir auch nicht, wir spielen. Ich habe schon geschaut, die Termine, wo das Brennraumtreffen in Salzburg ist mit den Motorradeln. Da sind wir auch auf der Bühne und da können wir leider auch nicht. Da wird sich ja ganz toll freuen. Brettelspitzen sind spitze, sagt die Chrissy. Ja, schau. Ich meine, ich habe es nie wirklich gesehen. Ich kenne das aber. Also mir war das bekannt, dass das gibt. Ich glaube, wie heißt die Partie? Nicht Paula, die na geh. Die Couplet AG, na, so irgendwie, aber so irgendwie. So irgendwie heißt die Partie, was das macht, glaube ich. Auf jeden Fall noch leibend im Hofbräuhaus. Ne? Da trinken wir kein Wein. Na, Walter Nagel, vollkommen richtig. Da trinken wir Bier. Original. Und das jeden Tag. Ja, aber ich diese bald. Gut, dass der besser geht. Ja, danke schön. Geht noch auf jeden Fall besser. Leberkas Oberarzt der Münchner Kulinarik, ein Traum. Naja, Win-Win. Ob wie herrlich ist das Leben, ob wie schön ist doch die Welt, ist das Abschlusslied der Brettelspitzen. Echt? Na schau, so genau kenne ich es gar nicht. So genau kenne ich es gar nicht. Aber ich weiß, dass das, aber ich muss da irgendein Fenster, jetzt muss ich das Fenster zu, entschuldigt mich, ich muss da schon wieder, das irgendwie, die letzte Lege nach auch, pass auf. Früher war es heiß, jetzt ist da frisch, jetzt ist mir zufrieden auch nicht. Ja, geh, oh, nee. So nachgelegt. Wikis Welt. Servus, einmal später, aber doch liebe Grüße vom Krankenlager. Was heißt vom Krankenlager? Was ist mit dir jetzt los, Vicky? Was ist jetzt mit dir los? Das gibt's ja nicht. In Bayern zählt das Wienerlied offenbar mehr als bei uns. Schaut einmal auf YouTube beim Stefan Habisch Original und Urecht drin. Junger Musiker, der super Wienerlieder spielt. Danke am Anfang auch für den Tipp. Das schauen wir an. Müssen wir aufschreiben. Zähl habe ich da. Warte, einen Stift, das schreiben wir gleich auf. Weil wenn ich dann sage, schickt mir das oder ich suche mir das nachher aus, wird das nichts. Wie heißt der? Original und Urecht, unter dem wir es finden, oder? Original und Urecht. Aber es stimmt tatsächlich, es gibt einige so Wiener Geschichten im Bayerischen, wo ich mir denke, Alter, die haben wirklich scheinbar mehr mit Wienerlied zu tun als mir. Kalt wird's die Pullover nicht, das glaube ich. Einige Österreicher waren schon bei den Brettelspitzen auf der Bühne. Ja, der Patrick hat mal gesagt, das waren auch einige von den Wienerlieder-Partien, was er sieht, die Tine Keinrad oder so. Also scheinbar, ja, ist das ich freue mich viel. Männerschnupfen voller Ausprägung. Vicky, der ist der Little Wunsch. Was, du hast den Männerschnupfen oder der Max? Oder beide? Erst. Was sagt der Christoph Acker? Ich habe Patrick noch ein Packerl zu Weihnachten gebracht. Da war eine Kleinigkeit auch für dich dabei. Nicht, dass Patrick es dir unterschlägt. Ich schaue mir das nächste Mal latschen ganz genau. Ja, passt. Bravo, Christoph. Sag ich, danke dir schön. Und das wird er sicher nicht unterschlagen. Patrick ist eine ehrliche Haut. Aber wir werden das beobachten. Und wenn nicht, bosch man her, dass er frei ist. Dann, das ist aber wirklich. So, jetzt für den Alex Hauser. Fangen wir an. Wikis Welt hat Männerschnupfen. Kann man Männerschnupfen gendern? Ja. Walter Nagel, ob man kann, weiß ich nicht. Aber ich tät's eh nicht, also ist wurscht. Auf jeden Fall, Vicky, alles Gute. Die liebe Daniela Schlegel heute mit Männerschnupfen. Und wir bauen die auf. Darfst du was wünschen, natürlich, ist eh klar. Wenn's geht ein Lied, was ich kann, bitte. Das war ganz nett. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die, bleibst daheim mit den Exoten. Ich will ein Kühe braten. Schmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund.
Dann hab ich keine Version gegen eine zweite Portion. Broccoli. Sapeva da molto scippo, ma sei parendo, ma beva. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häuseln darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank, Taschler, versteckt. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen tut auch die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg, ich bin da gern, damit kein Mensch dort stirbt. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu, ja, ich hab dort meine Hölle Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg braut sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören, und am Himmel da siehst du die höchsten Sterne. Und nach am Regen sich die Wolken erst verzogen, dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. That's not the way, but I will open up the border. But I'm up that bowl, people say, but I put that, is it not the thing? In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Jawohl, jawohl! Ein kleines Wiener Lied Jazz Medley. Kurzerhand ist mir aber die Luft ausgegangen dabei. So, danke an alle, wird schon werden. Klaus, die Telefonbuchpolka geht alleine, das sicher geht's allein. Schau die Achteln. Für einen ehrlichen Wein, Grüße, Weltklasse. Schau die Achteln, und ich mein, die Mäge fehlt halt noch. Und die hätte auch, ja, das stimmt. Ja, die Mäge ist halt eigentlich, ist sie schon am Weg nach Wien, oder ist das noch? Gott, ich hab das gesehen, ne? Fast die Gitarre umgefallen. Schnupfinnen. Idee für ein neues Lied? Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wär mir über solche Lieder nicht drüber dran. Ich mag alle über Topfen, Palatschinken als Brokkoli. Paolo Conte-Effekt. Jawohl, diese Bubble ist, dank der schön. Alexander Hauser, Klaus, ich offen ein wenig zurück dann. Ja, dank der, weil mir wird's Hauhaus nämlich. Dank der, schau, aber
Denkt mit. Denkt mit. Alexander Hauser. Diese Lieder wirst du ja auch wieder hören beim Taschl am 12. Jänner. Und dann haben wir uns mal gehabt, das letzte Konzert in diesem Jahr war beim Lentner Karli. Bumm, voll die Hitten. Und was ein bisschen geärgert hat, aber ich will mich nicht über das Ärgern-Ding, aber ich möchte es nur erwähnt haben, weil das einfach was ist, was er mal gesagt hat. Er hat über 20 Leute, die kommen wollten, hat er quasi abgewiesen, weil er gesagt, wir sind heillos überfüllt. Keine Chance mehr, kein Platz, abgewiesen. Und dann war bumm, voll die Hitten. Aber es waren 2 Tische, also es waren 6 Leute, 12 Leute in Summe. Oder 10 ist ja wurscht, so genau. Aber also 2 Tische, original, ohne Mund, nicht gekommen. Sind leer gewesen, der Karl hat es angerufen, keiner angekommen, gar nichts. Einfach Tisch reserviert, nicht gekommen. Und sowas tät mir jetzt, ja, tät überleben, aber mich ärgert sowas dann, wenn echt original gern Leute gekommen waren. Und also das ist wirklich eine Unsitte und solchen Leuten gehört wirklich einer in die Goschen gehauen. Links, rechts einmal, sag ich erst, das tut man nicht. Rotzpippen, blöde. So. Aber sonst war das ein ganz leibender. Was soll mit der Bouteille? Ja, gell, Chrissy, habe ich eingebaut. Die Bouteille habe ich eingebaut. In meinen Ska, oder wie man sagt. Das könnte die Übersetzungs-App jetzt nicht mehr schaffen. Glaube ich auch. Aber die Übersetzungs-App ist für den Arsch. Hier sind aus der Republicistik, der Harry schneller Fonte. Jawohl. Na, das ist schon wieder falsch. Ach, falsch. Was anderes. Da gehört das gehört. Eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Das ist ja Wahnsinn. Da, irgendwas hat es da mit meiner Ding. So, ich schwöre da. Irgendwas hat es da. Harry schneller Fonte. Taste 3. Ja, Chrissy, das siehst du, die habe ich gedruckt und daneben ist gegangen. Die Meg ist schon seit 22. in Wien. Haben heute schon gechattet. Ja, Leihwand, ja. Naja, gut, da weiß nicht, was sie für Internet hat. Und dann ist wahrscheinlich unterwegs. Ja, und Stefanie, dann die wird heute vielleicht auch Orgel spielen in den Kirchen. Das kann auch sein. Jawohl. Siehst Manfred Kraft. Hält uns auf dem Laufenden. So, wir haben jetzt gesagt, Telefonbuch Polka für die Daniela Schlögl. Ist das richtig? Haben wir noch irgendwas gesagt? Der Button. Haben wir noch was gesagt? Weiß ich jetzt nicht. Ich mache ein bisschen ein Medley wieder. Ich stelle wieder ein Medley zusammen. Und fahre mit der Telefonbuch Polka an. Aber zuerst. Das muss man sehen, das Glas. Zuerst muss man nachschenken. Den Wein von der Mosel. Ranzfass, ein grauer Burgunder. Und der ist wirklich gut. Und das sage ich nicht aus Höflichkeit. Weil die mich kennen, wissen, ich bin nicht höflich. Ich bin halbwegs gut erzogen, aber Betonung liegt auf halbwegs. Wie machen wir das? Warte, wir machen einen Einlauf ohne Quetschinger. Ich sitze gern im Wirtshaus, am wirtshäuslichen Herd. Da sitze ich wie beim Wirtshaus und werde nicht gestört. Der Wein wird schön älter, in meine Kehle fällt er, der Kaltere wird kälter, so wie es sich gehört. Ich lese nicht in Journalen, ich red mit keiner Frau, für die müsst ich noch zahlen, dazu bin ich zu schlau. Wenn ich Inspiration such, Gesellschaftsliaison such, lese ich das Telefonbuch, da finde ich das genau. Weil alle meine Freunde stehen drin und zwar auf der Seite V. Wondrak, Wortel, Wimplerschill, Wojtek, Wotzek, Wimbledil, Jora, Vrabel, Vrtelek, Vigasch, Fratzek, Wichnerlek, Frecker, Frba, Vikotil, Frablitsch, Wutzem, Viskocil, Wochenetschka, Vukilic, der Vrtatka und Vukasinovic, Vorak, Wondra, Vorlicek, Vorlek und der Bosnien, der Vrtelwondra, Vosenilek, Frinis, Vostarek, Vrtaland, Viplacil, Vritzaland, Vistlacil, Vokvotipka, Vicesal, Vratstil, Vrana, Vimmetal, Frobitske, Franek. Schön ist so ein Ringelgespiel, das ist ein Etz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder voller Blick
und dreht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelspiel. Ja, der Dornbacher Pfarrer steckt aus, da bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 am Mess, auf einmal ja da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert das jemand aus, ja, der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Ich fiel zwei halbe Roppen, mein Zegel steht am Grom. Ach so wie die zwei Truppen, werden's nicht bald gesehen haben. Ein Pätschen, na das gibt's nicht, wie es nur nicht schlagen. Das Höchste war ein Scharneuzer, sonst reißen sie mir den Wohn. Vom Lamm zum Lusthaus vor ist in 12 Minuten hin, da springt man ganz in Galopp. Da geht's nur rüber, trupp, trupp, trupp. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brutzen hab, dass ich ein Fiaker bin. A Kutscher kann a jeder wehren, aber fahren, das können's nur in wehren. Mein Stolz ist, ich bin heut ein echtes Wiener Kind. A Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, ich bin heut Pfiff, ein echtes Wiener Kind. Ich weiß, ein uraltes Häusl, darin ist ein ganz kleines Beisel. Der Wirt ist ein kreuzfides Mandel, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, was hat den Wien kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus weit raus den Ottergring. Dort sitz ich und träum ich allein. Und wenn ich ja dort auf die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Junggeselle mehr. Dort sitz ich und träum ich wein, ich lach, ich sing, in dem Wirtshäusl draust in Ottergring. Kinder, füllt's die Glasel noch, wer weiß, was morgen ist. Trink mal jetzt, was liegt schon dran, ein Räschel, das ist gewiss. Ein geschmackiges Bussel von meinem Schatz, was braucht des Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist, bringt's noch ein Liter her. Was kümmert uns, was morgen ist, bringt's noch 12 Liter her. Ja, wo ich. So schaut's aus, so schaut's aus. Ein kleines Potpourri Deluxe
Vor Weihnachten sagt der Austria Rainer. Gabi, beste Grüße auch an den Gerd. Walter Nagel hat eine, der Maber, Herr Mandl, der Ackerl. Pfiff hat der Ackerl gemacht, ja. Spaziergang, Weltklasse. Ein sehr schöner bunter Blumenstrauß des Wiener Lied. Na, der Patrick wird sagen, ein bunter Strauß an Wiener Melodien, hätte er gesagt. Ja. Dass du ausgehst bei der Telefonbuchpolka die Probleme mit Text hast, wundert mich immer wieder. Du Manfred, glaub, keiner ist mehr überrascht wie ich. Habe heute wieder eine Sprechstunde gedreht mit Mario Kern vom Bart Center, der schon 2 schwere Unfälle überlebt hat. Hat er mir gerade erzählt, original, Henkelglasal geschenkt, na geil. Sehr leid und Harry Schnellefonte. Schaut der Oliver Grün sehr. Ich habe gesagt, du hast auch gerufen einmal, aber ich habe nicht zurückgerufen, weil ich vergessen habe. Weil ich mir dachte, du wirst schon rufen, wenn es wieder was Wichtiges war, sozusagen. Aber auf jeden Fall, schön, dass du dabei bist, das freut mich. Spazieren, in einer halben Stunde muss meine Frau wieder vom Hauptbahnhof holen. Sie arbeitet wieder beim Sparpronto. Spaziergang mit der Worten das. Ja, was in einer halben Stunde muss ich es holen. Dann schauen wir mal, das letzte Mal ist sie ausgegangen, gell, dass du gekommen bist. Und so hat deine Frau Gemahlin auch gleich einen leibenden Abendunterhaltung auch noch gehabt mit uns. War Weltklasse. Na, also auf jeden Fall, falls es sich dann nicht ausgehen sollte, dass wir uns noch sehen, weil heute werde ich es nicht so lang machen, glaube ich. Habe jetzt zumindest nicht vor, man weiß ja nie. Dann sagst du erstens einmal einen schönen Gruß von den 16er Buben und dann wünsche ich euch noch einen guten Rutsch. Aber dabei lesen wir uns ja noch ein bisschen, oder? So, wo bin ich denn mit meiner Ding? Heute mal das Graubünden. Und zu spät, Bernd Roh aus Graubünden. Vergessen muss bestraft. Oliver Grün, hast du recht. Fürs Potpourri. Wolfsbeck und Tour de France. Frohe Weihnachten alle miteinander. Wolf, ebenso. Alles Gute, schöne Feiertag, guten Rutsch und ich freue mich wirklich, Wolf, wenn wir uns im nächsten Jahr dann einmal wieder sehen. Das würde mich wirklich freuen. Klaus bekommt heute die doppelte Gage bei Feiertag, aber wie viel ist doppelt von nichts? Vielleicht statt 2 Achtel, 4 Achtel, dann schau ich ja was. Schau, Spaziergang. Sie mag euch, werde es ausrichten. Dankeschön. Aber schau, wenn das so der Ackerl sagt, blende ich sofort ein, das Werbebanner für die gepflegte Finanzierung des Musikers deines Vertrauens, in dem Fall die 16er Burm. Jawohl. Die Grendeler Creme ist in der Pavlatschen, aber die Christi ist ja immer in der Pavlatschen. Doppelte Gage gab es immer nur zu Silvester. Ja, stimmt. Na, Silvester, ja genau, stimmt. Silvester ist immer doppelte Gage, ja. Deswegen haben wir nicht gespielt, Silvester. Das haben wir so, nein, doppelt so viel zahle ich nicht. Das sind gute zwei, aber zweimal so viel zahle ich nicht. Da warte ich auf den ersten. Ja, also seid so lieb, haut was rein. An Schmattes. Manche sagen so im Internet dann immer nicht, zahl mir einen Kaffee, nicht, zum Beispiel. Nicht? Also so, dass man weiß, man kann ja auch kleine Beträge einzahlen. Zahl mir einen Kaffee, nicht? Und ich sage lieber nicht, zahl uns einen Spritz oder am besten. Zahl uns ein paar Flaschen Wein, aber natürlich, wenn es weniger ist, ein Spritzer tut es auch. Oder ein Achtel. Aber so, dass man, wie gesagt, wir freuen uns wahnsinnig über jeden, wie sagt man so, jeden Respekt oder Respektzoll, Respekt, na, wie sagt man da? Ist ja wurscht. Also wir freuen uns über jeden Schmattes. Danke euch schön. Der erste ist auch ein Feiertag. Der erste ist auch ein Feiertag, ja, aber da ist keine doppelte Gage. Aber das stimmt, das ist tatsächlich in der Musikerbranche, das ist ja so, wenn du an Silvesterabend engagiert bist, ist die Gage doppelt. Ja. Ja, na, der 1. Jänner, ja. Aber es gibt in der Regel selten am 1. Jänner auf die Nacht Engagements. Die sind meistens einen Tag vorher. Man, wie gesagt, gibt es ja den Witz, ne, wenn er herumgeht, sagt er, Jens, Inspektor, Prosit, na ja, sagt der Jens, es ist Mai. So, da wird mein Alter wieder schimpfen. Respekt zollen. Grisse, die reißen mir aus. Respekt zollen, wollte ich sagen, ja. Das machen wir bei Kontur TV, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und, ja, na, was haben wir sagen wir mal, pass auf, dass wir irgendwas so diese klassischen Themen ein bisschen behandeln, die man so macht am Jahresende.
Ja, persönlich. Persönlich bringe ich jetzt zwei Dinge zum Ausdruck. Hat mit die 16er Buben nur peripher zu tun. Was Zonka fehlt wie die Creme de la Creme. Und dann über alles Biker Tour de ist das ja was, jawohl. Bin nicht wirklich ein Musiker, war ein Handwerker, Spaziergang, bravo. Handwerk hat goldenen Boden, stimmt heute mehr denn je. Neujahrskonzerte bringen die höchste Gage. Neujahrskonzerte, naja, weiß ich nicht. Glauben Sie, ist es so, Manfred, wirklich? Aber ja, ich meine, sicher, nicht? Das ist also, wenn es da jetzt aber ja, aber das Silvester, das weiß ich wirklich, das ist ja so top die Gage. Handwerker für die Philharmoniker, Spaziergang Weltklasse. Sind wir wieder am Philharmonikerball, sind wir wieder eingesetzt. Das hat mich auch sehr gefreut. Das habe ich euch erzählt. Die Geschichte mit der Baustelle vor dem Musikvereinssaal. Und ja, ja, wie auch immer, das haben wir schon. Na, also pass auf, zwei persönliche Erlebnisse, eines positiv, eines negativ. Ich fange mit Positiven an und das Negative streife ich nur kurz. Positiv ist folgendes: ich habe in Wien, ich bin ins Kino gegangen. Avatar habe ich mir angeschaut, das ist in diesem zweiten Teil, im IMAX, im Donnerplex, das ist jetzt wahrscheinlich 7-8 Jahre her, dass ich das letzte Mal in einem Kino war. Da haben wir gedacht, das gibst du jetzt einmal. Das gibst du jetzt einmal, mein Munkelein, Friseur, oder was weiß ich, oder andere Sachen zu tun, habe ich gesagt, du pass auf, ich gehe ins Kino jetzt einmal. Ich habe die Überlegung gehabt, soll ich auf einen Weihnachtsmarkt gehen oder gehe ins Kino. Das Kino ist näher und nicht so weit weg. Und dann habe ich mir auch gedacht, außerdem, letztes Jahr hat es geheißen, du darfst am Weihnachtsmarkt auch nur gehen, wenn du geimpft bist und wenn du getestet bist, den ganzen Scheiß. Ich bin geimpft, ja, und ich war auch immer getestet, aber dann habe ich mir gedacht, dann Scheiße auf dem Weihnachtsmarkt. Wenn die Leute so ausgrenzen, nein, und gehe ich her auch nicht. Gehe ins Kino. So, jetzt bin ich ins Kino gegangen, im Donauzentrum. Kurze Kritik zum Avatar, technisch beeindruckend, inhaltlich leer, also an Inhalt, weiß ich gar nicht, ob es gegeben hat, glaube aber nicht, aber technisch halt beeindruckend, ja, aber im Prinzip schaust du dann halt einen aufgemotzten Zeichentrickfilm an. Das muss man auch ehrlich sagen, aber eben beeindruckend, technisch, wirklich ein Wahnsinn, eben dieses 3D-IMAX-Erlebnis da, oder was weiß ich was, ja, ja. Inhaltlich, also wirklich, da ist, also jede Pumuckl-Folge, also bringt inhaltlich weit mehr aufs Tapet. Aber gut, aber das ist nicht das Thema, auf was ich hinkommen wollte. Meiner Schmatt ist erledigt, Landtagsstrom, Markus. Weltklasse, danke dafür. Christoph Acker Trevel, positiv die Cover 6650 RS. Und negativ der Doppelsteuer. Ja, aber Christoph Acker, der Doppelsteuer, der war letztes Jahr. Also der war heuer nicht. Mir jetzt letztes Jahr hingehauen. Heuer nicht. Der Herr Acker hat dafür gesorgt, dass es nächstes Jahr mehr Nussschnaps geben wird. Er hat das Christkind eine weitere 5 Liter Ansatzbottle vorbeigebracht. Somit komme ich auf ca. 13 Liter. Naja, das ist aber Ackerl Leibwand gemacht. Markus Pristonik. Rechtzeitig reingeschneit, jawohl. Ofen im Auge behalten. Fritzl ja, der brennt aber eh. Der brennt eh nur, jetzt ist so eine leichte Flammen. Oder? So ein bisschen auf. So noch. Schau, Thomas Steurer. Bruderherz ist auch da. Pass auf, dann drei den Ofen ein bisschen auf. Ein bisschen auf, weil der Fritzl, der hat gespielt. Am Etikett. 5 Liter. Dazu, wenn er passt, das ist blöd. Wer Nussschnaps, aber siehst du, habe ich keinen Nussschnaps. Vielleicht kriegt es mein Munkelein mit und bringt mir Nussschnaps auf. Weiß nicht, ob es schaut. Munke! Ja. Das hat's gern. Das hat's gern, wenn man noch hier so ruft. Aber es wird dann wieder gespielt, ist ja wurscht. Also auf jeden Fall war ich also da im Kino und da habe ich gleich Erledigungen gemacht, ne, Donauzentrum bin ich gefahren. So, I can hear the stairs. The steps. Okay! Brauchst du nicht mehr schreien. Oh, ja, da. Wirklich mal, Nussschnaps. Schau. Muss mir an der Schau, Kamera vorbeischleichen. Ja, warte mal. Na, da sieht man nichts von dir. Nicht einmal die Hände. Für einen Ackerl. Danke, Schnödel. Bitte. Danke schön. Machst du einen Gemütlichhund, gell? Und immer nachlegen in den Ofen. Ja, du auch. Ja.
Jawohl. Habe ich einen Schatzl. Schau. Nussschnaps. Daniela Schlögli. Das ist mir, ich glaube, Daniela, kennst du die Flaschen? Das ist noch eine der allerersten. Ich glaube, die habe ich gekriegt von euch, wie ihr bei mir wart da. Wie wir die Pavlatsch mit euch gemacht haben, mit Max und mit dir. Ich glaube, die ist noch von da. Aber wie dem auch sei, meine Herrschaften, Zeit wird es jetzt einmal mit einem Nussschnapsal anzustoßen. Natürlich der Daniela wünsche gute Besserung und weil das großartige Geschenk vom Christoph Acker, die 5 Liter Mörderbouteillen sozusagen, für Nussschnaps ordentlich einweihen. Wir stehen parat nächstes Jahr. Sehr zum Mittel, meine Lieben. Und der ist ja weltweit. Der ist jetzt doch schon ein paar Jahre alt. Und der ist jetzt so richtig cremig. Geil. Wirklich leibend. Ah, Welt. Schaut der Wolfgang Kurzka. Servus aus Wiener Neustadt. Grüß dich gut. Herr Bruder, Frau Mutter, der weiße Luder, der hat eine Kraft und eine Höhe. Bringe das zusammen? Grüße? Da muss ich tiefer gehen. Wir trinken zu Hause einen mit dir. Prost, Obersteirer, jawohl. Michael Unger, ja, ich weiß, was ja heißt. Klingt aber fast so, wie wenn das zum Lied gehört. Jetzt schauen wir mit Text auch schaffen. Oh Bruder, Frau Mutter, der Wein ist ein Luder, der hat eine Kraft unerhört. Der kann so schön schmeicheln, kann streicheln und hecheln, dann hat er dich boshaft umdehrt. Es gibt gegen den Offen keine Waffen, nur schlafen, sonst kannst mit ihm gar nicht tentieren. Drum ein ins Riechel, nur so kannst das Viecherl gemütlich in Freiheit dressieren. Wow, wow, wow. Oh Lotterikuckuck, heut bin ich wieder zu und mir geht's gar nicht ein. So fett kann keiner sein. Oh Lotterettolige, hab ich Schädelweh, doch ist mir das halt wurscht, weil der hab ich enttäuscht. Oh Lotterikuckuck, ich bin schon wieder zu, das ist mein Lebenslauf, drum trink ich noch einen drauf. Tja, tja, tja. Jawohl. Erst zusammengebracht eigentlich. Ich habe keine Ahnung, wie gehen die Strophen von dem Lied, von dem Bruder? Ah, ist das? Warte, der Einspänner Franzl kommt vom heirigen Zaus. Weiter was, aber ich glaube, das Lied ist das. Ja, ich glaube, das käme bald. Das käme bald, glaube ich. Ich glaube, das käme bald. Aber nur schnell, mach mir eine mit Nutella-Schnitte statt Nussschnaps, Bernd Roh. Ich meine, Nutella-Schnitt ist in Ordnung, aber das hat nicht mit den anderen gar nichts zu tun. Aber Bernd Roh, Hilfe naht, ich nehme einfach. Du hau dir die Nutella-Schnitte ein und ich stehe dir bei mit einem Nussschnaps. So machen wir das. So machen wir das. Das Flaschel kann ich weg, ich habe einen Nachschub. Ich habe einen Nachschub von der Daniela bekommen. Haufenweise Nachschub, Gott sei Dank. Ich habe noch 2 Liter Punsch da. Muss aber heute fahren. Na geh, Spaziergang, wenn wir das wissen.
hätten wir die Pavlaschen bei dir gemacht. Ich sag, fahr dabei. Wir passen aufs Haus auf. Fahr dabei. Was, Manfred, glaub, heute trinkt sogar ich ein bisschen Alkohol als Antigrippin. Vielleicht kann ich mich morgen dann endlich freitesten. Also bist du noch immer im Ding. Ach, scheiße. Ja, gibt's eh nicht mehr das Freitest oder was, das gibt's eh nicht mehr. Scheiß drauf. Hat eine ein paar Achteln, dann gehst du wohin du willst. 2 Liter Punsch fahren sicher oder fährt er mit 2 Liter Punsch sicher, wie auch immer. Naja, das ist eine Frage, ist der Fakt, ja. James Cock rum, na schau, der Raffi hat seinen Rum rein, das ist nicht abwürdig. Hallo Mucki, heißt nicht Mucki Itchy diese Pause, sondern Munkilein. Und dann Prost an alle auf den letzten Weihnachtsfeiertag. Und alles Gute im neuen Jahr und die tollen Fans der 16er Buren. Bravo Thomas Steurer. Bravo Bruderherz. Grüße an die Judith. Boah, die Judith hat mich auch wieder versorgt. Mit herrlichen, na, wie sagt man das, also quasi verhockert, also von daheim, vom Bauernhof. Beste Würsteln, verschiedene Würst, selber gemacht, alles selber gemacht von Brüdern. Also nicht meine Brüder, sondern von der Judith, von Thomas, von meinen Brüdern, von der Frau quasi, von der Freundin, der Brüder, der Schwager quasi. Herrliche Würsteln und das muss ich sagen, das ist überhaupt ein Juwel, selber gemachte Kürbiskernöl. Weltklasse. 100% Kürbiskern. Tatsächlich 100% Kürbiskern. Weil das nämlich, das dann sie nicht selber pressen, sondern das macht der Nachbar. Und der macht das für andere auch und da ist ja oft ein bisschen anderes Öl auch dabei. Also nicht, weil er jetzt bescheißt, sondern weil das ist einfach oft so. Und da muss wirklich original, wenn andere Kürbiskerne dann presst werden, oder wie man sagt, ja presst, sagt nicht klar, dann muss der vorher die reinigen. Das wirklich absolut reines Kürbiskernöl ist. Und das ist, das ist geil. Also wirklich wahr. Was jetzt in China, also genau im Kino, Walter Nagel, siehst du, die kommt ganz durcheinander. Kein Problem, der Punsch kommt danach, den trinke ich da mit meiner Frau und einer super Brille raus. Zur Zeit macht es mir Spaß. Das glaube ich schon, aber 2 Liter oder, ja gut, ist aber auch keine Herausforderung. Klaus, deine Frau trinkt keinen Wein, gibst dir nichts, Michael Unger. Da muss ich sagen, du Anfänger. Denn meine Frau hat schon Wein getrunken, da bin ich noch nicht einmal Milch gesoffen. Und ich meine, ich habe ein Bouteille und meine unten den ganzen Kühlschrank. Ja, so schaut's aus. Schau was an. Bobby Spieß, 6,66. 16 beim P-Ball, weil ich halt vom Death Metal komme. Bobby Spieß ist Weltklasse. Aber Death Metal kann ich halt schwer machen. Das geht technisch schwer. Weil wo es irgendwie so rifftechnisch da war, das ist natürlich alles kein Death Metal, sondern halt Hardrock oder wie auch immer man das dann nennt, aber sicher kein Death Metal. Aber das war so. Und die Death Metal ist ja so. Also, warte mal, aber die. Ich muss sagen, warte, Bouteille. In F-Dur Bouteille. Ja, aber es kommt, glaube ich, nicht cool. Ich glaube, es kommt nicht cool. Was macht's hier? Genau, ja, das sauft so viel wie ich. Daher die große Sympathie. Wir haben da beide ein System, das ist vernünftig und sehr bequem. Ob ich ein Rausch als wie ein Haus, nimmt's mich beim Knack und bringt mich aus. Aber das nächste Mal ist wieder umgekehrt. Ich bring mir alle heim und Haus und Erd. Das ist auch kein Death Metal. Bobby Spieß, aber ich weiß das ist ein Wort immer nicht, aber die 16er sind eh wild. Du, ich tauge das Shit. Nein, ich weiß nicht, hast du das nicht so richtig so geschrieben, dass ich verstanden habe, aber ich habe mir halt gedacht, ich habe mir gedacht, ich probier's halt. Vielleicht
Vielleicht machen wir so ein Wiener Lied, Death Metal Ding. Es gibt ja wirklich die Dead Needles haben die Kassen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, keine Ahnung. Die Dead Needles und die haben gespielt Wiener Lieder auf Hardrock. Jetzt mal raus, ein Stall. Heute geht's am letzten Mal. Die waren echt arg. Wir merken uns kein Death Metal mehr. Na geh! Putin! Okay, ich gebe zu, es ist wirklich. Es kann da nicht gehen. Ist auch natürlich kein. Ja, ist ja wurscht, wir haben es probiert. Aber auf jeden Fall, danke dir herzlich, Bobby Spieß, für die. Die Needles sind meine Freund. Bobby Spieß, na gibt's die wirklich noch, die Dead Needles? Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ich hab's nie wirklich gesehen, aber das muss gewesen sein in den 90er Jahren. Ende 90er Jahre haben die das gehabt. Putin, Doppler Putin. Putin. Pass auf, wir machen gleich ein Riff, ein Putin-Riff. Doppler, Doppler, hoppla, Doppler, 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 hoppla, Putin! Aber es wird wirklich nicht. Ich glaube, es wird nichts. Beim Bleigießen zu sehr Österreich. Ich bin eh nicht arm und mache auch keinen Ärger, Prost, schau, die Uschi. Mein Muckel hat sich sofort da eingeklinkt. Habt ihr wieder Angst gehabt um sie? Der Klause kann wenigstens den Verstärker mal ordentlich aufdrehen. Ja genau, bei mir tut es wurscht. Die Putin macht mich fertig, danke dir. Schau, der Ixi, diese Branche geschmeißt ja auch nicht. Ich brich weg, Merki. Putin, Doppler, Putin. Da machen wir noch was, das wird noch was. Wie schon langsam, ja, aber wirklich. Aber ich mein, das ist mein neues Neujahrsprojekt. Sofort. Schnaps! Schnaps! Das wird mein neues Neujahrsprojekt. Ich sage jetzt mal Hard oder Heavy Metal oder Hardrock. Eine Hardrock-Nummer. Putin. Putin versus Doppler. Das mache ich. Das wird sehen. Das wird Welt. Mal schauen, ob ich es im Jänner noch zusammenbringe. Aber das ist der Plan, ne? Wir müssen an Zeit. Ich müsst darauf achten und ich müsst mich jetzt aber bei jeder Pavlatschen dran erinnern, bitte. Mit Ende Jänner, also ich sage mal mit spätestens Anfang Februar dann die Presse, da muss aber fertig sein. Habe ich ein Lied geschrieben und aufgenommen, eine Heavy Metal Version, oder nicht, eine Heavy Metal Nummer mit dem Titel Putin Doppler. Das machen wir. Das machen wir die Welt. Im Patrick, dann lasse ich einspielen, ein Solo mit der Quetschen. Und muss ja. Putin! Zeig uns doch mal deine Mama. Susanne Fabi, wie soll ich das machen? Mama, die ist ja nicht da. Stopp's, Putin, Weinschnaps, schau. Da kommen schon die Textvorschläge. Das ist ein Wahnsinn. Aber das ist ja kein, nicht? Wenn einer sagt, der kommt vom Death Metal, ne? Und da kommt so Metallica, ist das natürlich eine schmerzhafte Geschichte, ne? Und Rammstein hat mir sehr gut gefallen, und da kann ich ja nichts. Ich kann ja nichts. Sofort. Bin ja wieder Liedmusiker. Ja, noch einen Schritt nehmen. So, und jetzt aber. Jetzt haben wir uns ein bisschen resetten. Das machen wir wieder einen alten Wiener Hodern, dass wir wieder ein bisschen uns entspannen. Vom wilden Konzert.
Also was Knack fressen, glaube ich. Schaut mir auf aus. Ja, ein bisschen Flamme. Aber ist schon leider, gebe ich die Flamme im Hintergrund. Warte, vielleicht muss ich das da. Ah, das steht nicht. Warte mal, da so ein bisschen. Das sieht man noch besser. So, das sieht man schön offen ein bisschen besser. Und hören wird man mich auch noch. Ne? Hoppala. Wird schon noch gehen. Wird schon noch gehen. Buttön. Ulrich ist im Insehaus. Ulrich ist im Insehaus. Haben wir noch offenes Lied? Nein, gell? Lieder, glaube ich, haben alle gespielt. Was. Mama hätten wir gehabt, ne? Landtagsstrom, Markus. Ein Wunschlied. Buttön muss zählen, sonst tanzt der nachher gewöhnen. Bobby Spieß. So viel Text gibt es im Test. Nein, es wird kommen. Unbedingt. Eine Heavy Metal Nummer. Die erste. Buttön. Doppler. Kopfverlag hart, Knie aufgeschunden und die Finger zwickt. Und aufgeschiefte Wunden. Ob Skiverreizung oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Scheiben oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist man zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was dir weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist man röter wurden, möcht man das auch gern tun, man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was dir weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Jawohl. Auf Wunsch vom Landtagsstromer. Habe ich gern gemacht. Habe ich gern gemacht und das ist natürlich eine Weltgeschichte. Die Buttön hat sich in die Großhirnrinde eingebrannt. Spaziergang Bravo. An Wein will ich gleich, nicht erst im Mai, sondern gleich. Buttön. Also ich brauche ich unbedingt als Textschreiber. Ja. Led Zeppelin-Style. Und schau, grüße wie die Mama. Bei mir war es die Oma. Schau, Karl Busch.
Karl Busch. Weltklasse. Guten Abend alle, super gleich. Einer meiner Lieblingssongs, René Lemp, das gefällt mir. Na, wieder ein Musiker. Wieder ein Musiker in der Pavlatschen. Ein Schlager, ein Schlagzeuger. Schlagzeuger. Der Schlagzeug ist in der Haus, habe ich gerade gesagt. Der Christoph sagt auch, jawohl, jawohl. Ja, das war natürlich dann. Das war die sanfte. Die sanfte Variante von Led Zeppelin. Oder eben das. Warte, ist auch nicht mehr Erfolg. Spanische, das lasse ich aus, glaube ich. Spanische lasse ich aus. Ja, aber das ist natürlich auch. Aber wie gesagt, also die Heavy Metal Nummer steht, es wird im Jänner entstehen, also sprich spätestens im Februar steht eine Heavy Metal Nummer, das 16er Boden. Putain, Doppler. Haben wir schon Zuschauer verloren? Yeah, Groove It, ja. Black Sabbath. Da wird's das, geht's auch. So, pass auf, jetzt gehen wir wieder zurück. Ich meine, jetzt, wir sind wo ich zu, wir sind eine Wiener Liedpartie. So entspannt sich wieder. Was haben wir noch? Was kennt man noch? Was kennt man machen? Schnell Nummern. Jawohl, ne Mann, hallo. Skyline von Wien, du liegst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Eiden und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ich sitz in einem Weingarten unter einem Baum, weil zwischen die Rebstöcke fühl ich mich daheim. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein.
Von Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander. Ein Frankiefer kraxelt ruhig auf meiner Hand. Die Blämmerl, die drehen sich ganz sanft mit dem Wind. Ich freu mich, als war ich noch ein kleines Kind. Ja, und so kann man auch heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink ein zweites Flascherl Wein. Vom Wein berauscht, schau ich auf zum Mond. Er lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen, ein Liedl mir vor. Beim Herrgott bedanke ich mich für die Natur. Dann halt ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes für heute Flascherl Wein. Sensationell, nicht einen Ton getroffen. Jawohl, jawohl. Der Weltklasse, ein kleines, der Spottbahn, spontan. 16. April am Wacken-Festival. Michael Unger, das war das Mindeste. Spaziergang schaust nachher wieder vorbei. Unbedingt hast du eine mit deinem Schatzal am Punsch, Brillhausen, hast du glaube ich gesagt vorhin, ne? Und ab in die Pavlatschen. Das nächste Jahr kommt Mödel Crew in die Schweiz. Naja, da waren wir auch schon. Danke für die spontan harte Impro. Welt. Entschuldige für die Unruhe. Da bin aber wegen Wiener Lied da. Bravo, Bobby Spieß. Ja, nein, das gehört schon dazu. Ein bisschen dazwischen, das gehört schon dazu. Werner Bubertschabi. Schau erst, Markus Pistoni. Ja, der hat gespielt. Der weiß was gut. Der Aufreißer Blues. Ja, Krise, den könnt ihr machen. Pass auf, jetzt rauchen wir noch, weil jetzt muss ich endlich die Geschichte erzählen vom Kino. Ich meine, man kommt zu nichts bei euch. Man kommt zu nichts. Aber Fokus rennt, Autofokus, ja, wird schon rennen. Na, pass auf, also auf jeden Fall war im Kino. Und jetzt war es so, jetzt bin ich gefahren, das Donauzentrum, ne? Das muss ich dazu sagen, ich bin dort öfters, weil das ist bei uns in der Nähe. In Wien, wo ich wohne. Und das ist relativ in der Nähe. Und ja, dort habe ich Apothekentrafik, was der wie es halt so ist, und vor allem kein Parkpickel, ne? Also da stelle ich mich in die Garage und habe alles, was ich brauche und passt. So, also ich fahre dort hin, stelle mich rein, mache ein paar Besorgungen, respektive check diese Karten fürs Kino. 16.15 Uhr, also da war es aber 1 zu dem Zeitpunkt, 16.15 Uhr ist der Termin fürs Kino. Da immer passt, geht mit Mittelhessen gegangen. Und dann habe ich gesagt, na, machen ein paar Besorgungen. So. Ich habe mir so überlegt, wenn ich zum Luis auch noch fahre. Das ist das Motorradgeschäft, aber dann habe ich gedacht, nein, so viel Zeit ist nicht. Wurscht, auf jeden Fall war ich halt draußen. Nach einer Dreiviertelstunde bin ich wieder zurück. Wieder einer in die Garage. Film angeschaut. Also, gewartet, bis der Film anfängt. Da war ich schon ein bisschen angefressen, weil ich gedacht habe, Alter, um 16.15 Uhr war der Beginn. Und tatsächlich war dann Werbung und so weiter, das Original gegangen bis 3/4. Also eine halbe Stunde, fast eine halbe, 25 Minuten. 25 Minuten Werbung. Und ich meine, Alter, das ist ja, verstehst du ja, ich meine, Alter, gut, wurscht, wollte. Na, da war der Film aus, 3 Stunden Film, nicht? Und na, bin zum Auto, nicht? Respektive zum Kassenautomat. Alter, 12,50 €.
habe ich hingehalten. Ich habe da so diese App vom Westfield Donauzentrum, nicht? Wenn du da registriert bist, dann kannst du 4 Stunden zahlen statt 2 stehen. Ne? Da habe ich hingehalten, dann wird gar nicht angenommen. Dann steht nur erneute Einfahrt oder so irgendwo, oder wiederholte Einfahrt, irgend sowas. Und da war ich angefressen und dachte, Alter, das gibt's ja nicht. 12,50 fürs Parken. Na gut, bin ich heimgefahren, habe das einmal gezahlt, weil man wusste, das wir haben. Bin ich heim und habe mir gedacht, jetzt schreibe ich denen aber echt eine E-Mail. Ich meine, mir war schon klar, das wird alles sehr Richtigkeit haben, grundsätzlich. Nicht? Vom Kleingedruckten, bla 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 und dem Ganzen, aber ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein. Und habe das so geschrieben, der erste hat mir jetzt eigentlich den Kino verhaut. Ich habe nicht geschrieben, dass der Film scheiße, also der Film ist nicht scheiße. Ist überhaupt nicht wirklich interessanter, guter Film. Ist zum Ausschauen im Kino. Also wenn die jetzt dann weiß ich nicht, auf Netflix oder irgendwo rein, werden wir nicht aus, weil wirklich inhaltlich kann er gar nichts. Inhaltlich kommt nichts vor, aber im Kino, im Ding, das ist natürlich wirklich Weltklasse. Aber auf jeden Fall, jetzt hat mir das zusammengehauen, mehr oder weniger. Weil die mit den 12,50 und das verstehe ich nicht, weil ich meine, es ist ja okay, wenn ich jetzt ausfahre, gleich wieder reinfahre, dann ist es eine erneute Einfahrt oder wie das heißt. Das verstehe ich nicht. Da gibt es sicher genug, die dann halt so sparen wollen. Das geht nicht, aber ich meine, das war eine Dreiviertelstunde weg. Sonst war, am nächsten Tag habe ich zurückgekriegt ein E-Mail von der, wie heißt es dort, Zentrommanagerin oder was. Hat sich mal bedankt, also dass ich das gesagt habe und dass ich die Gelegenheit gebe, sozusagen auch dass das darauf reagieren können. Dann haben sie mir das erklärt, warum das so ist mit der Wiedereinfahrt, nicht? Eben wegen die ganzen Pendler oder was ich die Leute, die da nicht dann gratis stehen und so weiter, das Arsch, nicht? Und das verstehe ich. Und es steht überall und es ist überall klar angeschrieben und so weiter und hin und her. Und ich meine, ich habe geschrieben gehabt, ich weiß nicht, dass man, aber es ist irgendwie so, es ist trotzdem, ich finde es Arsch. Nicht? Wenn man doch, ich bin ja nicht wieder gleich reingefahren, ich war ja 3/4 Stunde weg, nicht? Das muss ja irgendwie registriert sein. Und dann hat sie geschrieben, nein, das ist nach einer Stunde, ist das erst normal, nicht? Was er sieht, da im Millennium dauert irgendwo dort, das sind sogar 3 Stunden, nicht? Wo du wieder reinfährst, dass wieder von vorne anfängt und quasi keine Befreiung gibt. Nicht? Also lange Rede, gar kein Sinn, sie hat dann, also hat mir geschrieben, nicht? Also das ist halt so, die Sache, nicht? Und das aber in dem Fall jetzt da nicht, ich soll das Ticket so einer schicken, sie überweisen wir es wieder zurück, die 12,50. 12,50 €. Ja, es geht mir nicht ums Geld, aber ich war halt angefressen irgendwie auf das Ding. Aber wissend, das ist nicht, weil Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Mir war schon klar, dass das nicht falsch ist, aber ist halt eine Chance gewesen. Nicht? Also daher große Bewunderung. Erstens, am nächsten Tag ist das Mail gekommen, die Antwort. Freundlich, höflich, ausführlich, wo das Ganze drin gestanden ist und eben noch dazu mit dem Angebot, schicken Sie mir es. Wir machen das. Und das ist das Positive. Das möchte ich positiv erwähnt haben, weil das ist wirklich leibend. Gerade in der Zeit, wenn man das war, wann war das? Am 21. Dezember. Und das ist wirklich lässig, dass die so schnell reagiert haben, so freundlich reagiert und dann noch mit dem Angebot, das eben wieder zurückzuzahlen. Finde ich leibend. So, und dann, bevor ich zum Negativen komme, muss ich da kurz schon mal schauen, was wir da noch stehen haben. Was haben wir da noch? Der Aufreißer bloß immer so wirklich. Schau, Probispieß. Kein Ton getroffen, aber mein Herz. Jawohl. Leibend. Karl Busch hat einen Applaus rein. Landesstürmer, habt ein Bild per WhatsApp gesendet. Hundi schaut und hört mit. Wenn man gleich um. Also, ja, das Büdel vom Raffi habe ich auch vergessen. Mein Gott, na schau. Haben wir eine Leistung? Denkt man gleich gar nicht. Wo habe ich es denn? Hallo? Hallo, Spencer? Ah, da habe ich es ja gar nicht, wo ich nachschaue, ich Trottel. Erst, Alter. Thomas, pass auf. Raffi in der neuen Anservisch. Schau. Klasse, oder? So, dann muss ich mich so her sitzen, dann glaubt man ja. Leg den Arm um meine Schulter, schau. So. Jawohl. Jawohl, Raffi in der Anservisch. 16er Buben, Pavlatschen. Der Hudi nennt man das. So, jetzt muss ich schauen. Der Landtagsstube. Was hat er mir dann da geschickt? Oder wo bin ich da? Da, Markus Hofen, habe ich schon. Jawohl.
Was heißt, der Hund sich schaut zu, der schaut weg. Achso, nein, das ist hinter Spiegelkasten, wo man das wird sofort herzeigt. Wird sofort herzeigt. Also sofort dauert. Ich muss erst auf meinen umhauen. Warten, jetzt schon mal geschickt. Markus Weltklasse. So, auf jeden Fall Raffi, einmalig. Einmalig die Anserwisch. Und da haben wir jetzt da, schau, Hundsee vom Landtagstromer. Schaut sich die Sees und denkt sich, Alter, was hat mein Herrl wieder angestellt, dass es sich solche Vollkufen aus Wern ausschaut. Ja. Aber man beachtet Klavier, Gitarre im Hintergrund, alles da. Der Hund in der Ruhestellung. Hund in der Ruhestellung, sehr leibend. Sehr leibend. So, machen, soll es in Ordnung haben. So, ich dachte, es hätte mit der Kuhtite zu tun. Alter, ist für Zitzen. Alter, von was, Markus, persönlich redest du wieder? Der Munro ist da! Munro aus Thailand ist dabei. Servus, Munro. Weißt du, schreck dich nicht, gell? Nicht, heute ist nicht solo beim Latschen, weil irgendwer krank ist oder sonst was passiert ist, nein. Sondern einfach, weil wir im Weihnachtsurlaub sind und ich halt trotzdem ein paar Latschen mache. So, das ist der Grund. So, Markus, das nochmal. Alter, ich dachte, das hätte mit der Kuhtite zu tun. Alter, für Zitzen. Alter, oder meinst du Alter? Ja, im Hintergrund spiegelt der Klaus im Fenster, ja genau. Der Glas wie drin. Schräge Wiesen. Machen wir, schräge Wiesen machen wir. Habe ich noch offene Liederwünsche? Jetzt müssen wir das sagen. Ulrich hat eine Ruhe. So. Schluckerl nehmen wir jetzt einmal. Wir sind ja nicht auf der Flucht. Wie steht's mir? Jawohl. Wobei, das ist ja eins noch von diesen Probe-T-Shirts, was ich gemacht habe. Und das ist ja so in Navy, in Blue. Und das Level gibt es aber tatsächlich nur in Schwarz. Dann. Wildcat. Ich glaube, die Skyfall habe ich auch schon gesehen. Kann das sein? Skyfall. Vielleicht sind dabei bist leider. 5 Euro. Shiba dog laughing slightly while blushing and covering his mouth with one arm. Das ist die Beschreibung des Emojis, weil das Emoji ist sicher nicht. Wildcat. Dank der Schee. Grüße an Sunny und Muzi, die einzigen Nymphensittiche weltweit, die einen Sinn fürs Wienerlied haben. Alter oder Alter. Super Sendung. Alter, ja, nein, Alter, ja, nein, das ist nicht Alter. Ja, Alter ist einfach, das ist auch so, nicht? Alter ist eigentlich was, das kann positiv sein, kann negativ sein, je nachdem, wie man es ausspricht oder wie man es halt meint. Pass auf, Schreewiesen. Ein C, das ist ein C. Brauche ich keine Fragen. Auf alle Viere, Alexander Hauser, auf alle Viere, jawohl. Was denken wir aber noch nach? Ich will Musik haben. Musikwunsch. Ich will Musik haben. Irgendwas raschelt bei mir im Hinterkopf, aber ich weiß ja gar nicht, was das für ein Lied ist. Ich will Musik haben. Aber, also, ich kann es einmal nicht. Leider, da habe ich gespielt, das weiß ich wirklich nicht. Aber ich kann es jetzt nicht einmal gescheit zuordnen. Weil oft, wenn ich Wienerlieder, wenn ich es nicht kenne, dann zumindest habe ich eine Idee, was das ist. Ja, Wildcat, doch live heute. Ja, ich habe einfach gesagt, bin nicht daheim. Von der Marlene Nagel, na, mir sagt das was. Mir sagt das was, schon, ich muss eine Musik haben. Aber ich kann es nicht. Aber ich glaube, aber ich werde eine andere Marlene Nagel machen. So schaut es aus. Weil das muss schon. Aber ich muss eine Musik haben. Das heißt wirklich so. Ich muss eine Musik haben. Das ist überlegen. Aber ich gesagt, ich glaube, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Aber jetzt mal die schräge Wiesen. Wiesen, nicht Wischen. Schräge Wiesen.
Ein bisschen eine schräge Vision gehabt heute. Was? Eine schräge Vision? Kennen Sie die Geschichte vom Franz nicht? Alles so bitte, wenn's nicht wissen, wie die geht. Dann erzähle ich Ihnen jetzt von einer Wiener Spezialität. Der Franz hat Arbeitszeit und Zeit so viel am Fred und die verbringt er gern in der Natur. Da braucht er kein Benzin, fährt mit der Tram dahin und wenn man fragt, dann sagt er immer nur schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Riviera auf jeden Fall. Ich brauch keine Missen, ich kann reichen Papa. Mein Mirzel, ja, die liebt mich so auch. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Riviera auf jeden Fall. Wenn auf der Rossauerlände dann so gegen Ende Mai der Flieder blüht, dann wollen alle Leute verreisen, fahren mit der Eisenbahn dann alle mit. Da bleib ich stur bei meiner Überfuhr, weil ich für keine Luxusreisen bin. Ich hab noch alles Gepäck, einen alten Lemper, check den Radio auf und Büsel für mich hin. Schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Riviera auf jeden Fall. Ich brauch keine Mist, ich kann reichen Papa. Mein Mirzel, ja, die liebt mich so auch. Ich bin der Franz, ich brauch kein Pflanz und kein Tamtam. Ich fahr nicht fort, ich bleib daheim und bloß am Kamm. Schräge Wiesen am Donaukanal ist meine Riviera auf jeden Fall. Riviera. Jawohl. So schaut's aus. Nur einen schönen 50 habe ich in der Tasche, dafür habe ich nur ein Vermögen am Uhr. Ja, Bobby Spieß, das kenne ich wirklich, das Lied, aber zu wenig, dass ich es improvisieren könnte. Leider. Aber meine Nagel gehen wir auf jeden Fall machen. Heut hab ich mein Fresstagel, putscht sich eine in mein Wagel. Ich führe euch raus auf einen Weg, in Grinzing soll eine Klasse sein. Immer wo ein sauberes Tanzel und vorm Tor hängt's kleine Granzel. Sind wir drin, ja das ist doch klar, und singen miteinander im Chor. Jesus, Kinder, kost's den Wein, meine Söhne, du grobst die ein. Schon das Fabel ist erbrocht, den kannst zuzeln die ganze Nacht. Immer leichter wird das Sinn, wenn ist die Melodie. Leichtsinn komm und häng die ein, hätte will nur selig sein. Der Onkel aus Nevada ist ein fescher kleiner Blader, ja die Werner Madeln gern. Drum kommt er so oft noch wer, und sein Weiberl, dem schreibt er täglich: Ich bin ja treu, nur wann grad möglich, kost's was kost, schleppt's er nur herbei. Der Onkel zahlt die Schlamperei. Jesus, Kinder, kost's den Wein, meine Söhne, du grobst die ein. Schon das Fabel ist erbrocht, den kannst zuzeln die ganze Nacht. Immer leichter wird das Sinn, wenn ist die Melodie. Leichtsinn, komm und häng die ein, hätte will ich nur so
50 Groschen erbt an Finanzamt Wien. Christoph Ackerl, der hat eine erst. 50, du meinst 32 Groschen, oder? Du meinst das Lied 32? Ja, Bobby, jawohl, sagt er. Na, das war eine leibende Malinagel. Geldpotpourri. Also es heißt 32 Groschen. Was dann die Erbtand und dann das Finanzamt Wien. 32 Groschen. Ich muss alle Tag mehr werden. Oh, wo ich das zusammenbringe, Manfred Kraft. Ich muss alle Tag mehr werden, Lied hören. Sonst drehen. Oder? Das kann ich oder? Kann ich das nicht Das kann ich Ja, aber zuerst ist das Geld potpourri. Christoph Acker, Treibelflug ist schon 50 Groschen, wie gesagt, das Lied heißt 32 Groschen, Erbtand und Finanzamt Wien. Es gibt schon so Zeiten im Leben, da geht einem alles daneben. Da lässt einem alles und jeder im Stich. Man zweifelt an allem, man zweifelt an sich. Und bin ich schon mal hin und wieder mir selbst und den anderen zuwider, trag ich mein Gemüt in die Reparatur, in Gottes freie Natur. Dann kauf ich mir für 32 Groschen einen Vorschein nach Neupolitik. Da draußen halt die ganze Welt die Goschen und alle Sorgen, die sind weg. Und so leicht das Blut und so froh der Sinn, und ich hab den Mut, dass ich glücklich bin. Und alles das für 32 Groschen, ganz in der Nähe von Wien. Nur ein Geld ist das Schönste auf der Welt. Wenn man's auch nicht fressen kann, umso leichter bringt man's an. Händel, Gansel, Lampen, Fisch, müssen rennen über den Tisch. Ein Champagner noch dazu und ein Tram bis in der Früh. Wenn ich ein Geld hab, bin ich Kaiser. Was sein muss heißen, doch wenn ich stier bin und nicht verdraht, dann sagen die Mann dann alle, du bist heute fad. Wenn ich ein Geld hab, leben die Wirten, die größten Schnurrer und auch die Nierten. Aber wenn ich keins hab, bleib ich daheim, bei meinem Weiberl und Radidan. Ich glaub, mein Erbtante wird unter 20 Jahre. Ob ich die Erbschaft oder leb, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausende im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon in die Schuhe, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht, die hat kein Haber, die hat nur Geld. Das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Ich bring mich um, ich hab genug. Die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach ein End, doch vorher schreibe ich noch ganz geschwind mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei, weil die hat keins und die nimmt es sicher gleich. Den Körper schenke ich der Medizin. Und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. Das ist der Richtige. Jawohl, na, das war doch jetzt also ein mörderisches Geldpotpourri. Hermann Leopoldi, genau, Manfred Kraft, 32 Groschen. Hermann Leopoldi. Dann Röschenkellerlin zu seiner Farbe. Ja, ist auch eine gute Idee. Schau, jetzt bin ich richtig hauserig. Wieso? Gern Wein trinken.
Wieso? Aber jetzt bin ich Hase. Klar, nehmen wir noch Nussschnaps. Zuerst einen Wein, dann einen Nussschnaps. Ja, Freunde. Was haben wir dann gesagt? Genau, ich muss alle Tag mein Wernerlied hören. Dann Röschenkellerlied. Schau, jetzt machen wir es leer, die Flaschen. Ne? Machen wir es leer. Du, wieder nichts mehr. Wachst du nicht nach. Musikraum, schöner Text. Gell? Danke dir schön, ja. Ja, ist wirklich, der 32 Groschen ist eine gute Nummer. Leibwand, so wie du sagst, das war ein leibender Malinagel. Ist genauso wie wenn Metal-Fans sagen, ja, das war halt Motorhead. Wirklich wahr? Das war ein leibender Mann. Naja, das kann man schon vorstellen. Ich meine, wie gesagt, ich war in meiner Schulzeit, habe ich so ein bisschen so Hardrock gehört, aber zumindest war ich auch so angezogen. aber ja, so wie ein Mettler war ich nie, aber so ein bisschen so ein Ding. Ne? Die Tante, Alter, von wem ist das bitte? Bobby Spieß. Ui je, jetzt müssen wir, Manfred Kraft, aber jetzt müssen wir aushelfen. Die Erbtante, mein Gott, na, die Erbtante ist von, der Patrick wisst das sofort. Von wem ist die Erbtante? Aber ihr wisst es, Der Manfred Kraft war es sicher. Aufreißer Plus war er nicht, nein, muss ich auch noch machen. Feuer ist gleich aus, schauen wir gleich anschauen, danke Musikraum. Jawohl. Schlüssel jetzt nachlegen? Ja, ist es noch. Aber du musst aufdrehen, Luft aufdrehen. Ja. Ja. Aber schön reinlegen, gell? Komm. Kannst du es auch selber machen. Und hat eine rote Achtel für mein Munkelein. Hat eine eigene rote Achtel? Vorsichtig können. Tut dir nicht weh. Ein bisschen aufdrehen musst, Jawohl. Drehen musst du selber, gell? Ja, das mache ich selber. Da erinnert es mich immer dran. Schau, super. Schau, kommt schon das Feuer. Brauchst du auch einen Schnaps? Ja, ich hab keinen mehr. Ich gebe das leere Flaschel mit. Ich das voll. Yeah, super, danke schön. Dankeschön. Schau, die Achteln, was jetzt gekommen sind für die Schnittel. Jawohl. Wasser trinken, sagt die Chrissy. Danke schön. Das habt ihr nicht vergessen. Jawohl. Da. Die Chrissy, weil ich die nicht habe, ich hätte keinen Schluck Wasser trinken. Ich habe vergessen drauf. Ich habe so extra. Ich gesagt, nein, ich brauche noch Wasser, hat mir sogar mein Onkel einer aufgebracht, der Wasser. Und die ist da gestanden und habe nicht weiter angeschaut. Schau, wie es jetzt brennt dahinter. Aber ein bisschen muss man sagen. Also aufreißen. Die Götter halt, Bobby Spieß. Also, warte mal, Aufreißer plus Wein. Schmattes reingeworfen für eine grandiose Zeit und die Unterhaltung, danke. Ich sage danke, Markus Bestonik, Weltklasse. Ich hause mir eine für alle anderen, die auch sagen, ich will auch was reinhauen. Und jetzt muss ich, wow, super. Danke schön. Ist schön. Danke. Schenken Du musst einmal da mit der Hand zumindest ins ein bisschen weiter führen. Wieso? Na, Was weiter rauf. denn? Na, nicht mehr Glasel nehmen. Na ja, wegen einem aber Ackerl. könnte ich auch einen Schluck machen. Ach, guck mal. Für den Ackerl habe ich hier schon gewinkt. Quinkt? Sagt man das so? Quinkt? Oder sagt man gewunken? Ich weiß ja nicht. Ich kann sein. Kannst schon zurücktun, ja? Danke. Noch was? Nein, das war's. Dankeschön. Dankeschön. Liebe Grüße unten im Köhler, also in der Stumm. Alles gut. Ja. So, jetzt schauen. Wie geht's mir? Also Wasser trinken muss ich sagen, gar nicht nur einschenken. Prost. Ja, aber da muss ich nicht so viel. Schluckerl reicht ja. Also, Blues im Fuß. Dann haben wir gesagt, ich muss alle Tag mein Wienerlied hören. Einmal den Nagel quasi, ja. Ja. Blues im Fuß. Jetzt rauche ich meine an. Was ist schon die Wahrheit? Schaut, die Chrissy halt gleich zu meinem Schatzl. Das ist eh leimend. Aber schau die Achteln. Die Achteln für meinen Schnurl. Sie soll Hallo sagen, hat sie eh quasi. Also, da war hoch aufs Mund geleitet, meine Rede. Gut, der Christoph kennt sie. Der Christoph war, der Acker, das war super. Wo waren wir da? Ah ja, dann die Ottergänger-Geschichte mit dem Nachtwächter, nicht? Der Maike, Justine waren ja auch dabei, was da sind die. Und
Und der Ackerl, Leiwand, wohnt in Klosterneuburg und wir wohnen in Floridsdorf. War in Otterkring, der Ackerl war mit dem Auto da, also wir waren alle angesoffen, der Ackerl nicht. Und ich sag, jetzt halber. Zum Ackerl. Der erst. Wenn du heimfährst, kannst du das mitnehmen, liegt am Weg. Was natürlich ein vollkommener Blödsinn ist. Da liegt überhaupt gar nichts am Weg. Das ist auf der anderen Seite von der Donau. Aber der Ackerl war so kniewach, hat uns original heimgeführt und hat gesagt, na pass auf, komm einer. Wir rauchen noch eine in der Orangerie, nicht im Glashaus. Kriegst dann einen Kaffee, nicht? Ich habe natürlich was anderes getrunken, aber ist ja wurscht. Und da sind wir dann noch, ich glaube, 2 Stunden oder 3 Stunden. Auf jeden Fall war es dann lang nach Mitternacht, ist er heimgefahren. War sehr leibend. War sehr leibend. Der dann, so, Manfred Kraft, ich hab's gewusst, du bist die Hilfe. Hans Lang, Text, der Text ist von Ferry Wunsch. Wirklich? Manfred Kraft, weil ich immer mir gedacht, der Ferry Wunsch war eher man hat schon Texte auch geschrieben. Er hat schon seine Texte auch geschrieben, aber er meistens immer selber vertont, aber wirklich war Ferry Wunsch Text Hans Lang berühmt, viele Lieder geschrieben, der Hans Lang, die Erbtand. Manfred Kraft, danke schön, du bist da eben ein wichtiger Aspekt unserer gebildeten Wiener Liedschicht. Ne? Gewinkt ist richtig, gewunken ist wienerisch. Schau, Chrissy halt so schön. Wirklich wahr? Ist das gewinkt? Gewinkt heißt das auf Deutsch? Ich habe ihnen gewinkt. Ich habe ihnen gewunken, ne? Das wird schon sein. Was sagt man nicht eher auf Wienerisch? Ich habe ihnen gewinkt? Gewunken. Ja, da wisst ihr. Schau, Josef Tatl. Josef Tatl, wo ist er? Im Wohnzimmer. Passt nicht im Bad. Nicht in der Badwanne. Sehr leibend. Josef Tatl, Weltklasse. Ja, Chris hat eingefordert. Meldung, Josef Tatl. Wohnzimmer oder Wanne? Schau, Christoph Hager, also im Studio Donaufeld sitzt der Klaus im Keller und in der Klause das Munkelein. Das ist Gerechtigkeit. Ja, das ist es so. Weltklasse. So, warte mal, also wie gesagt, ich bringe das jetzt wieder aus, diese Schmattes-Geschichte, aber wenn jemand sagt, pass auf, jetzt original, Geld ist eh nichts mehr wert bald. Gehen wir es in 16er Buben, weil die bringen es hundertprozentig noch an, bevor es entwertet ist. Haut noch was rein, über PayPal oder einfach über Online-Überweisung. Ihr findet die Infos natürlich auch in der Videobeschreibung. Wir sagen, also wir, weil der Party teuer mit ihm, ist ja nicht so. Wir sagen herzlichst. Dankeschön für euren Schmattes. So, jetzt lasst mich noch kurz aussagen. Das geht schon wieder ganz schön. Da erzähle ich jetzt vom Negativen. Negativ ist erlebt. Quachelt ist wienerisch. Franz Brandwein meldet sich zur Stelle gleich mit einer ordentlichen Korrektur. Quachelt. Wir haben nicht gewinkt, wir haben nicht gewunken, wir haben quachelt. Weltklasse. Franz Brandwein, servus. Schön, dass du da bist. Musikraum, Schmattes ist schon raus am Feld. Danke dir herzlichst. Ein Klärschluck, Klärschluck. Also pass auf, das Negative, und das muss ich sagen, das ist jetzt wirklich was Negatives, das hat noch ein bisschen die Stimmung vermiest. Also es hat eine liebe Freundin von uns hat bestellt im Shop der 16er Buben, wisst ihr, 16erbuben.at, da findet ihr unsere Merchandising-Artikel, hat bestellt, rechtzeitig lang vor Weihnachten, ist lange nichts gekommen, dann irgendwann hat sie gesagt, jetzt habe ich eine E-Mail gekriegt, da steht, es ist zugestellt, aber ich habe nichts gekriegt. Warenwert 80 Euro. Also 2 Leiberler haben, glaube ich, über das. Und ja, jetzt angerufen mit der Post, was ist mit euch? Ne? Und die haben so gesagt, ja, das ist zugestellt. Ne? Sie müssen einen gelben Zettel im Postkastel haben. Ich habe gesagt, habe ich ja keinen gelben Zettel im Postkastel, haben sie lange herumgesehen. Irgendwas, dann haben sie quasi einen Code geschickt für so eine Abholbox irgendwo, was weiß ich, in dem Haushalt. Ne? Und dann haben sie den Code gegeben, ne? Ich habe den Code, ich wollte das Barkel holen, mach das auf, ist leer. Ne? So sauber der Post, ja, das ist leer, wo ist mein Barkel? Naja, da können wir nicht helfen, da muss jetzt der Versender muss jetzt da so ein Paket, wie heißt es? Nicht Nachsendung, sondern wie heißt denn das? Ist ja wurscht. So ein Auftrag erstellen, dass man das jetzt nachforscht.
Und da habe ich die auch geschrieben, nicht? Das ist Printful, das ist ein weltweites Unternehmen, keine Ahnung, wo da der Hauptsitz ist. Und die haben geschrieben, was ich auch verstehe, das ist, wir haben das angegeben, wir haben es übergeben an den Spediteur, in dem Fall war es die Post. Wir haben es übergeben, ne? Die Post hat es nicht mehr. Also, was soll man machen? Ne? Das heißt, jetzt steckt also quasi meine Freundin da, ne? mit, mit 80 Euro, die sie gezahlt hat, richtig gehend. Die anderen haben vollkommen korrekt gedruckt und versendet, der Post übergeben. Und die Post hat auch kassiert, weil man das ist ja ein Haufen wisst ihr, Versandkosten. Ne? Und die putzen sie original an. So, naja, wir haben sie nicht gefunden. Und die haben jetzt gedacht, nein, wir machen jetzt keine Nachforschung, gar nichts, sondern ich gehe original zur Polizei und mache eine Anzeige. Habe ich mir gedacht jetzt so. Ich will eine Anzeige machen. Ich sagen ernst, mir ist ein Packel geschickt worden, das hat die Post, das haben die dort rein da in dieses Kastel über den Code und das war weg. Also hat es mir wer gestohlen. Und dann sollen die quasi dort nachfragen und sagen, die müssen ja wissen von der Post, wer da einen Zugang hat zu dem Kastel in dem Zeitraum. Also auf jeden Fall, das ist etwas, das hat mich wirklich gestört, weil es unnötig ist. Weil es können Fehler passieren und alles Mögliche, aber so dieser Klassiker, ein Packel, es ist zugestellt, es ist aber nicht da, immer wo ist es und wer hat es? Und in Zeiten der digitalen Feststellungen und wo alles registriert ist und alles mit einem Arschloch-Strichcode ist und alles mit weiß ich nicht was herumschießt, da musst du sagen, okay, wer hat das letztes Packel gehabt und wo hat es hin da, der Koffer? Und dann muss man dem halt nachgehen können. Und das ist halt was, das ist wirklich, das ärgert mich. Und jetzt natürlich schade, jetzt hat die um ihr Weihnachtspackerl umgefallen, ärgert mich auch. Ja, und am Ende des Tages wahrscheinlich, ich meine, jetzt habe ich auch Hoffnung, dass ich vielleicht wirklich irgendwo herumgeistert und die Koffer schicken es hoffentlich zurück, weil dann kann ich mir es wenigstens zuschicken lassen und kann sie es so bringen. Das war wenigstens, ja. Ja, na, also auf jeden Fall, das ist jetzt, also das war das Positive, war Donauzentrum, die waren wirklich vom Kundenservice her absolut bemerkenswert leiwand, dass man sagen muss, wirklich leiwand. Und von der Post, wo ich auch sehr viel Positives zu berichten hätte. Aber diese Aktion, die finde ich scheiße, dass nämlich wirklich alle ihren Job gemacht haben und alle dafür das gemacht haben, was sie machen müssen. Und die Post versagt bei der Geschichte, was passieren kann. Aber dass man sich dann abputzt und sagt, nein, jetzt muss aber der andere, jetzt muss der Absender muss so eine Nachforschung beantragen. So, weil der Absender sitzt, was weiß ich, wo auf der Welt. Dem ist das scheißegal, der sagt, ich habe das übergeben, danke für die Mitarbeit, dem ist das wurscht. Ja, und am Ende des Tages nicht, werden wir wahrscheinlich wieder das zahlen. Nicht? Ja. Oder ihm es wird zurückgeschickt. Also das war das Negative. Mehr darf man uns auf das gar nicht einlassen. Aber ich wollte es nur gesagt haben. Positives, Negatives aus nachweihnachtlicher Zeit. Nein, das war noch vor Weihnachten alles. Aber kurz quasi. Ne? Ja. So, was haben wir weiter? Ja, das heißt Nachverfolgung. Aber weißt du, das sollen die machen, die haben sie ja verschießen. Was soll ich mit, oder ich, eh nicht, aber das ist ein Wahnsinn. Ja. Hat er gerade mental gewunken. Schau, der Bobby Spieß winkt mental. Erst, Alter, da schlag diese Idiot mit ihren Böllern. Ja, die gingen mir einfach. Ich meine, da ist ja nichts, ne? Da habe ich nichts. Da hast du Silvester wirklich, weil ich bin nicht auf 700 Meter und ich schaue ja runter. Da ist ja unten, ich schaue ja runter auf Kirchschlag und da drüben ist Botschenau, da ist ein Hügel dazwischen. Auf dem Avihof schaue ich runter, alles nicht, dass sich immer mal ein Licht brennt im Stall. Aber da hast du dann gerade wirklich am Silvester selber, also am Mitternacht, schießen ein paar Raketen. Das war's aber. Sonst am Böller hast du gar nicht, weil ja alles Bauern sind, die haben ja alle Viecher. Aber Raketen werden schon, also da herum gar nicht, aber unten. Und das geht und in Wien ist ein Wahnsinn. Und da haben wir jetzt Freund, also nicht, wir haben jetzt Freund, sondern wir haben alte Freund und die haben einen Hund und die sind jetzt da die Tage über Silvester, da haben sie gesagt, sie sind in der Steiermark in einer Alm hinten irgendwo, haben sie sich eingemietet, weil das ist ein Wahnsinn, die Schießerei, die Böllerei in Wien, wird immer ärger. Und ich denke mir halt, wenn die Volltrottel Geld dafür haben, dann sollen sie wirklich kalt duschen, die Koffern. Das ist echt ein Wahnsinn. So,
Was sagt der Fritzl? Ist mir auch schon passiert. Aber der Absender hat mir das Packerl nochmal geschickt, waren nur ein paar Euro, aber ärgerlich, ja. Wenn der Post einen Zettel falsch reingehauen hat und der andere sich das behalten hat, kann die Post auch nichts dafür. Das stimmt natürlich auch gastig, das stimmt. Aber da hat der Postler den Zettel falsch reingehauen. Also kann schon was dafür. Weißt du, was ich meine? Weil die einen haben richtig geliefert, der andere hat schon gezahlt und der andere übernimmt den Versand. Dafür das kriegt ja auch Geld auch. Nicht? Und das ist halt die Post. Und wenn der das falsch reinhaut, ja, ist blöd, aber ja. Nicht? Und ich bin ja da eh nicht so nachtragend oder ich nehme das, oder ich sehe oft jetzt wirklich auch die zwei Seiten und denke mir, ja, sowas kann passieren, aber ich finde es wirklich arg, dass sie das so abputzen und sagen, ja, na, wir können jetzt nichts mehr machen, jetzt haben wir eh schon was da. Ne? Denke mir, das müsst ihr feststellen können, wer das scheiß Bakel gehabt hat. Wer hat das Bakel gehabt und hat es wo eine da? Und dann kannst du ja feststellen, deswegen sage ich gehe zur Polizei und mache eine Anzeige. Schlicht und einfach wegen Diebstahl. Weil ich sage nicht, das war in der Box, das hat sich einer genommen, dem es nicht gehört. Und dann müssen die halt nachfragen und sagen, liebe Post, das müsst ihr wissen, wer hat in dem Zeitraum von bis einen Zugang zu dem Kastel gehabt. Oder einen Code oder so, wer hat da rein können. Und die werden wir halt dann befragen müssen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das mache, aber ich sage einmal nicht, das war jetzt so meine Überlegung. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, diejenige, die bestellt hat, nicht, weil die hat gezahlt, die hat alles genauso gemacht, wie es gehört. Und die anderen, die das produziert haben, hergestellt haben und verschickt haben, die haben das auch genauso gemacht, wie es gehört. Die einzigen, die, halt, wo der Fehler war, ist die Post und das sind die wiederum die einzigen, die sagen, ja, wir können jetzt nichts mehr machen, jetzt müsst ihr schauen, wie es weiterkommt. Denken wir, Alter, das ist genau. Ja, das ist eine ärgerliche Geschichte. Blöde Sache, wie der Aglikasti gesagt. Habe ich gesagt, wir werden das schon irgendwie. Im Idealfall wird es zurückgeschickt, dann kriege ich es eh. Da kostet es nur ein bisschen was, ansonsten muss ich es muss ich es da nicht neu bestellen. Super, ne? Aber ja, kann nur Fehler machen in der Arbeit, absolut richtig. Aglikasti, absolut richtig. Und ich bin ja nicht beiß, aber ich kann nicht, wenn ich einen Fehler mache, muss ich diesen Fehler auch ausbügeln. Das ist auch, dann ist der Fehler bei mir und sage, hoppala, ich habe einen Fehler gemacht, was machen wir? Aber abputzen, das ist nicht gentlemanlike, ne? Gar nicht. Ja, Christi, genau, Anzeige machen. Ja, wirklich, habe ich mir gedacht. Habe auch schon zwei Bakel bekommen, die nicht mir gehörten und niemand wollte die zurücknehmen. Das ist auch Leimand, Ulrich. Schick mir mal, weiß nicht, eine Kisten Wein oder Kisten Bier, die nicht mir gehören. Ja. Nein, ansonsten, es funktioniert. Also, oftmals und das ist es auch, wie gesagt, ich habe überhaupt kein Problem, wann so ein Fehler passiert. Das kann passieren, das ist nicht mehr, aber eben das Abputzen, das ist dann das, wo man denkt, jetzt haben wir ein Problem. Weil die anderen haben alle korrekt gearbeitet und der den Fehler gemacht hat, der sagt, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich müsst euch darum kümmern, das finde ich eine Sauerei. Das finde ich echt eine Sauerei. Außerdem alles wieder überwacht. Die sind ja eh versichert, die stellen sich nur immer blöd. Das meine ich Walter Nagel. Wenn eine Versicherung greift, dann nicht beim Versender, weil der hat ja das übergeben. Der hat ja den Beweis. Also der ist die Post als Übernummer. Post als Übernummer, da habt ihr es. Und die haben das jetzt da verschießen. Und sagen, sie sind nicht, ja. Josef Tatl sagt Musik. Mein Chick ist eh aus. Dann kommen wir jetzt da. Mit was fangen wir an? Fangen wir an mit dem Wiener Blues. Ich muss alle Tage mein Wiener Lied hören. Und dann gehe ich scharf um mich zum Aufreißer Blues vom Rudi Kuschelo. Wer einmal lang fort war, weit, muss ich nochmal, wer einmal lang fort war, weit draußen in der Welt. So geht's. Wer einmal lang fort war, wer draußen in der Welt, der weiß erst so richtig, wie das Heimweh angewöhnt. Ich glaube, ich habe die falsche Tonart. Warte mal, jetzt entspannt euch. Ja, ich habe die falsche Tonart gehabt. Das ist eh klar. Aber es ist heute zum ersten Mal passiert. Der Livestream geht jetzt 2 Stunden und zum ersten Mal
habe ich einen leichten Donutproblem gehabt. Leichtes Donutproblem. Momentan ist mit der Bestellerei und Versand eine Katastrophe. Ich ärgere mich dumm und dämlich. Ja, Aglegassig ist derzeit wirklich. Das war der alte Briefträger vom Zonker, ja, das war leibend. Ein Wasser, sagt die Krise, ja, trinke ich gleich. Der Zonko wohnt ja in der Josefstadt. Das ist ein Haus. Ich war einmal bei ihm daheim, das war ein Wahnsinn. Weil das ist nämlich ein Haus. Du hast den Eingang in der Josefstädter Straße oder Neuleichenfelder Straße. Oder Josefstädter, weiß ich nicht mehr. Da hast du den Eingang, aber das ist das andere Haus, das ist das Haus davor und das Haus ist eigentlich dahinter. Jetzt gehst du das andere Haus durch und das Ganze ist ja Hang auf. Und da gehst du einmal, weiß ich nicht, unzählige Stufen, Bradestufen, gehst einmal auf, dann bist du einmal im Erdgeschoss vom anderen Haus. Aber da hast du schon ordentlich Stufen hinter dir. Und dann ist es vierter oder dritter Stock mit Mezzanin, wurscht, du gehst unheimlich viele Stufen. Unheimlich viele Stufen. Brade, Schäne und nicht hohe. Altbau halt, ne? Echt leibend. Und da hat er gesagt, der alte Postler was haben, wenn ein Bakel kommt, ist immer gleich ein gelber Zettel im Postkastel. Der hat noch nie angeleitet und ist aufgegangen. Noch nie. Und da hat der Zonko gesagt, das geht mir so halt unangenehm, weil jetzt muss ich immer auf die Post rennen. Nicht? Und der kreuzt nie auf. Nicht? Und dann gibt es einen Jingern und der huscht auf. Nicht? Und er sagt, Alter, und der macht aber ein schönes Gerstl. Weil der kriegt von allen, die da wohnen, kriegt er immer ein Trinkgeld. Und ich sage, super, ne? Der ist da aufgekreuzt. Und der macht ein bisschen was. Ne? Ja. Ja, schau gehen sie auf mich los. Vielleicht war es besser, wenn ich Wasser sauf. Franz Brandwein. Nicht schier reden. Bin tief entspannt. Musikraum ist tief entspannt, sehr gut. Geh du, was, das ist mich verarschen. Ist ja nur der 4. Stock bei 4 Meter Raumhöhe oder so. Ja, das ist ein Wahnsinn, das sind mal schöne geschwungene Treppen. Wirklich Brat. Stirnhaus ist größer wie Dome Grund wahrscheinlich. Und niedrige Treppen, ne? Das ist super, Wahnsinn. Aber das Arge ist, wenn du reingehst von den Neuleichenfelder Straßen, glaube ich, geht mir ist nicht die Josef, ist ja wurscht. Und da gehst du rein und da bist du wieder vor dem Haus und dann gehst du das Stirnhaus durch und dann gehst du dort und siehst nur vor dir eine Stufenwand. Da schaust du auf, ehrfürchtig, und da gehst du auf, bist oben wahnsinnig von dir überzeugt, weil du wirklich einen Erfolg gemacht hast, du hast das geschafft und dann kommst du drauf, du bist gerade im Erdgeschoss. Das ist ein Wahnsinn. Wer einmal lang fort war, weiter raus in der Welt, ja, der weiß erst so richtig, wie das Heimweh angewöhnt. Und wenn's dann noch singen, nur den Steffen noch singen, ja, da gefällt's mir gleich nimmer, da ist mit mir raus und geschehen. Ich muss alle Tage mein Wienerlied hören, sonst renn ich verloren umeinander. Und wenn mir's nur einer auf der Ziden spielt tut, ich druck ihm gleich dankbar die Hand. Die Terzen, die sagen mir leise ins Ohr, ja, du bist heut ein echter Wiener Kind. Ich muss alle Tage mein Wienerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Mein Freund war halt immer als ganz kleiner Bub, ein Quetschnagel am Mund, ein Dudler dazu. Dafür solche Wünsche hapert's öfters mit Geld. Ich bloß war am Kampe, was mir zur Seligkeit fehlt. Ich muss alle Tag mein Wienerlied hören, sonst renn ich verloren umeinander. Und wenn mir's nur einer auf der Ziden spülen tut, ich druck ihm gleich dankbar die Hand. Die
die Terzen, die summen mir leise ins Ohr. Ja, du bist heut ein echter Wiener Kind. Ich muss alle Tage mein Wienerlied hören, solang bis der Herrgott mich nimmt. Jawohl, das war einmal ein Nagel quasi. Schau die Achtel, ich danke euch schön. Ich danke euch schön. Was soll die Christi? Ich habe unseren Paketpostel auch schon abgerichtet. Bringt der Packel, gibt es Schmattes. Beim gelben Zettel kriegt er nichts. Ja, genau. Jawohl, schau die Achteln. Geht Uhr, genau. Manfred Kraft hat das gleich gewusst. Geht Uhr. In geht Uhr. Ja, und ich habe halt mit C gespielt. So, Wahnsinn. So ein Versagen. So, jetzt der Klode Kuschelung. Satz ist Vorspiel. Dass Frauen schwierig sind, was man und hast du bei einer keinen Schmäh, dann kommst du auch niemals zum Ziel. Drum magst du das so weh, dann fliegt jede gleich auf dich und singen Blues, ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jeder schwach werden muss. Ich hab den Rocket im Bock, mit dem ich jede log, bis zu mir nach Hause. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jede bezwing. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich jede pack. Ich hab die Melodie im Knie, da wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Frank einen Rot, wenn er ihm notwendig hat, schau so magst bei die Frauen an Ries. Ich brauch dir nichts erklären, du musst mir nur gut zuhören, dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich nicht schwach werden muss. So, jetzt kommt's. Yeah. Ich hab den Rock in den Bock, mit dem ich ja jeder log. Dampflok, Diesellok, Elektrolok. Ich hab den Swing im Ding, mit dem ich jeder bezwingt. Yeah. Ich hab den Rack im Knack, mit dem ich eine pack. Yeah. Ich hab die Melodie im Knie, da wird mir nie eine hin, wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Blues im Fuß. So schaut's aus. Das Bending passt schon mal, sagt die Chrissy. Das Bending passt schon. Aufpassen, wenn das Seiten nicht anreißt.
Der Munro ist dahin. Ich hoffe, weiß nicht, ob du mich noch mitkriegst. Schön, dass du dabei bist. Hat mich riesig gefreut, mach's gut. Einen guten Rutsch. Wir sehen uns nächste Woche und im neuen Jahr sozusagen. So, da kommt selbst ein Meidlinger Ajux. Was? Da kommt selbst ein Meidlinger Ajux. Markus Pistoli. Ich verstehe es nicht, aber sicher leibend. Leiband sagt der HGTC Bubble ist ja wohl. Walter Nagel hat eine. Das Banding haben wir schon gesagt. Ja, super, sehr schön. Josef Tatl. Im Tatl gefällt's. Oliver Grün. Ich hab den Glas im Haus und die Laus im Strauß. Bravo, Oliver Grün. Ja, das war ja eigentlich ein Lied, was wir spielen müssen, wir zwei. Mit Oliver Grün ist schon herrliche Konzerte geben dürfen. Und war schon mal wild. Und natürlich mit der Stilgitarre, das kann schon was Besonderes. Das ist ja schon zurückgedreht, ja. Das kann schon was. So, der Steuermat ist wieder in Höchstform. Dank der Schickkrise. Luft holen, Florian Lukas, ja. Da habe ich wirklich jetzt keine Luft mehr gehabt. Den Blues im Fuß. Und wirklich, das ist natürlich so. Alexander Hauser hat eine. Einmalig. Heute geschmissen den Herbst in den Bahnen, Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns ein Rahmen, zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Blau tanzt durch die Hasner Straßen und Papierln alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben den Park verlassen zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Ippenplatz, Liebertstag, Stachern da in der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Redfeldplatz, Leben, das liegt beieinander. Wer am Borg der Stadl hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du die verlieren. Beiseln voller Traurigkeit und Parkplatz zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Chantan. Blöd, trotzdem bin ich wie ich glaub, doch nur da daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt einer durch die Locken zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Den Galizienberg siehst du durch einen Schleier, oder es ist verkühlt jeder Böd. An die Rauchfing merkst sie machen Feier zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Ippenplatz, Liebertstag, Stachern da in der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Rebfeldplatz, Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt der Standl hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, Kugel geht am Gang. Mutters und Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du die verlieren. Beiseln voller Traurigkeit, Parkplatz zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Chantan. Trotzdem bin ich wie ich glaub, doch nur da daheim. Jawohl. Karl Hodener, zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Das ist quasi da der Zonko ist. Leibende Sendung. Danke, dass du die beim Latschen nicht ausfallen hast lassen. Christoph Acker, naja, das ist aber lieb von dir. Ich danke dir vielmals. Ich danke euch allen. Ich danke euch. Musikraum besteht, ich danke euch vielmals. Schau, jetzt habe ich ein Fliegen herin. Also was das ein depperte Fliegen, das schon so oft irgendwo angeflogen ist, das schon ganz deppert ist. Und die schundert jetzt irgendwo herum, macht mich fertig.
Weltklasse, sagt der Fritzl-Status. Dank der Fritzl. Was sagt die Chrissy? Es geht unser Vater gehört halb Grenzing schon? Das kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Chrissy, das kenne ich gar nicht. Unser Vater gehört halb Grenzing schon. Das kenne ich nicht. Das ist echt so, das kenne ich nicht. Ein echter Karl der Manfred Kraft, wirklich wahr. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Hört sich das durchs Mikro? Da witzig, oder? Wo bist du, Arschlochviech? Irgendwo da ist irgendwo. Wurscht. Ich kann jetzt nicht Fliegen fangen gehen. Ne? Ich bin ja live auf Sendung. Ich kann nicht Fliegen fangen. Dann Rüssenkehl haben wir noch vergessen, jawohl. Ich glaube, wir haben da alle ein ähnliches System. Das ist vernünftig und sehr bequem. Guten Rutsch alle miteinander. Jawohl. Mei, oi, das sauft so viel wie Reh. Daher die große Sympathie. Wir haben da beide ein System, das ist vernünftig und sehr bequem. Hab ich einen Rausch als wie ein Haus. Nichts wie beim Knack und bringt mich zu Haus. Aber das nächste Mal ist wieder umgekehrt. Ich bring mir alte heim und Haus und Herd. So wie es gehört. So gehört's eigentlich. So gehört's eigentlich. Jawohl, Papi Spieß, Weltklasse, guter Rutsch, sagt er. Ebenfalls natürlich. Da noch ist können muss ich machen, ist ganz klar. Ich hab den Link geschickt, vor Urzeiten schon. Ja, Chrissy, hier ist es. Ne? Aber, weißt du, wie das so ist. Es ist halt auch bei mir nur ein 24-Stunden-Tag. Schau, der Patrick Rutger hat eine. Später aber doch, jawohl. Patrick ist live dabei. Patrick ist live dabei. Hast du schon angebracht? Also, hast du schon rausgehauen? Deine Schwagern? Bravo. Bravo. Was haben wir gesagt? Jetzt Tom Rüssenkeller, gell? Patrick hat es rausgehauen. Oder sind sie alle noch da? Und schauen zu. Oder was kann auch sein, dass sie sagen, jetzt Patrick, jetzt schalte er Fernseher. Das ist nicht im Fernsehen, das ist auf YouTube. Ja, wurscht. Schalte ein und schreibe rein irgendwas Lustiges, so ein Braus, was ich alle da rum. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir. Zitat, wo bist du, Arschlochviech? Ja, Entschuldigung, Markus, es tut mir leid, dass ich so ausfällig geworden bin. Aber das sind oft so milieubedingte Äußerungen, Unmutsäußerungen, muss man sagen. Milieubedingte Unmutsäußerungen. Weil die fliegt ja herum, die ist schon so deppert, die hat sich da irgendwo da gefangen. Und die ganze, das macht mich wahnsinnig. Macht mich wahnsinnig. Gute Schau, wenn ich nicht so deppert da. Alle weg, sagt der Patrick. Gute Schau, wenn ich nicht so deppert da. Bin ich blau, was liegt schon dran? Gute Schau, so deppert an. Bin ich blau, was liegt schon dran? Am Unterteil der Köhlergassen, Leideln, es ist nicht zum Fassen. Schmeckt der Wein nicht sauber, weil da gibt's einen guten Hauer. Das Essen hat für Heim, verdient man daran keinen Makel finden. Drum bleibt halt keiner zu Haus und fährt nach Stammersdorf hinaus. Ja, der dann Röschen, Schlaf ist jetzt vorbei. Offen ist die Köhler-Tier. Zum Essen gibt es allerlei. Zum Trinken alles, nur kein Bier. Der gute Wein, die Leute beschwingt. Dazu eine Klasse Musik klingt. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus. Ja, der dann Röschenköhler, der steckt wieder raus. In ganz Stammersdorf spendet man Applaus. Ja, der dann Röschenköhler, der steckt wieder raus. Jawohl. So schaut's aus. So schaut's aus. Ja, haben wir auch nächstes Jahr natürlich wieder. Und siehst du, das ist der erste Termin, den wir haben, der steht noch im Kalender drinnen. Weil der Patrick hat nämlich noch nicht die Daten geschickt, die korrekten. Gleich einen Sinn.
Da steht der erste Termin noch drinnen, der wird verschoben um 2 Wochen, weil da sind wir eben in Bayern. Da sind wir eben bei diesen Brettelspitzengeschichten. Der Patrick weiß da mehr, ich habe das schon angekündigt, dass wir da unterwegs sind, aber sonst sind wir natürlich wieder im Dornröschenkeller, auch im Jahr 2023 wieder voll dabei. So, hat schon Patrick gesagt, war heute ein wunderbarer, schöner Tag, das glaube ich und freue mich dafür, freue mich natürlich. Da freue ich mich. Wie oft hast du dich gerissen lassen, Patrick, für mich? Du redest oft so schier, Klaus. Ja, die Chris ist, hast du recht. Mama schimpft einmal mit mir. Erst redst immer so schier. Ich hoffe, es geht euch allen gut, meine lieben Babla Cheese-Stayers. Ja, Patrick. Schauen, weißt du, also nächste Woche, 2. Jänner, Patrick wieder da, in der Klasse, der Vollgas, ne? Ja, da werden wir natürlich das Jahr einleiten. Ich bin so fett wie ein Ratierer. Fritzl, ist das ein Liederwunsch oder ist es eine Statusmeldung deinerseits? Ich bin so fett wie ein Ratierer. Fairy Tale of New York, von den Bogs, nicht aus dem Kopf. Der Schneider hat das gepostet. Naja, ich kenn schon, aber ich kann das nicht einmal irgendwie, nicht einmal nach. Summen könnte ich es. Das ist der Wahnsinn. Das ist die beste Fernsehsendung überhaupt. Aber lass die Fliegen in Ruhe. Das ist vielleicht der Franzi, der ist gerade das Mädling entflogen. Ernsthaft. Glaubst du wirklich? Ja, ich erwische nicht die Fliegen. Was weiß man? Aber ich freut mich, dass dir dieses Fernsehprogramm gefällt. Vorher gehört schon Michael Seid. Der Seid, der Kohlhunter. Okay. Ja, Manfred Graf, der weiß das wieder. Ja, Wahnsinn. So, schön sprechen, sagt der Patrick, versteht? Meldet sich einer da irgendwo nicht und gibt gleich Kritik ab. Sorry, Liederwunsch, frischer Start, nicht immer sehr gedacht. Na, hätte es sein können, das sagst du. Josef Dadler, gut's nicht gesehen. Jawohl. So, na gut, wer alles sauft so viel wie was weiß nicht, wie das geht. Wenn ich auf Nacht auf Wein sitze, nein, wir sind 10, dann gehen wir es, was nicht. Wenn ich auf Nacht, nein, so. Wenn ich auf Nacht beim Wein sitz, mich systematisch einspritz, dann ist es zwar nicht gesund, doch ich hab meinen Grund. Meine Frau ist schier zu fürchten, ich box nicht bei der Nächten und komm mir extra aus, macht mir das gar nichts aus. Da bin ich furchtbar lieb zu ihr und sing schon bei der Eingangstür. Heut bin ich wieder fett wie ein Radierer, du brauchst dich nicht verstecken, trau die Vierer. Komm her und lass dich anschauen, meiner Söhn. Du kommst mir direkt schief vor in meine. Du wirst mit jedem Viertel immer schöner. 3 Viertel und du wirst Miss Vienna. Ich sauf mit täglich an in einer Tour. Das ist der allerbeste Schönheitskur. Jawohl. Als ob es so gestimmt hat. Ja, ich hab's nicht C gespielt, Patrick, ob das gestimmt, weiß ich nicht. Die Arme fliegen, nein, für live ist ja nicht. Wenn sie gerade auf der Linse sitzt, kann ich sie nicht live da schlagen, die fliegen. Das geht eh nicht. Ja, immer bemüht. Beim Wein darfst nicht fad sein, bei ein Lied musst schön stark sein, sonst hast nur die halbe Zeit. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein, tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde.
drum darfst niemals fad sein. Musst schön stark sein. Nagel ist an, weil sonst fliegt's da davon. Das Leben ist ein Hutschen, einmal um, einmal uns. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stund. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Nagel's an, weil sonst fliegt's da davon. So schaut's aus. So schaut's aus. Der Ratiere ist in Gehen ist super, jetzt in C drum bin ich nicht hingekommen. Schrecklicher Text. Der Ratierer ist ein Wahnsinn. Ist ein Wahnsinn. Na weh dir. Bobby spielt, was redest du nicht mehr von der Fliegen? Franz Brandt, der Ratierer steht auf der Türschwelle, der ist in G. Ich habe mir es gedacht, aber ich war mir nicht sicher. Schau, der Rest. Der Rest hat euch gefallen. Da danke ich schön. Schau, die Achteln. Die Achteln. Apropos Achteln. Patrick, was ist? Was spielen wir? Wollte ich sagen. Was reißen wir an? Was soll ich noch anreißen? Da wird er wieder warm auch, gell? Da wird warm auch. Das muss ich, da ist eh nicht mehr viel drin, aber das muss ich das nächste Mal, wenn ich vor dem Ofen sitze, schneller trinken oder Weinkühler. Das ist die Sache. Perfekt. Ein Genuss, Walter Nagel, nicht Dankeschön. Perfekt, was lange nicht, aber naja, was die. Was haben wir noch dabei? Wie wir kleine Kinder waren, am angestellt allerlei. Da war für uns die größte Freude, da hast du eine Leiterei. Der Hausmeister ist außergrenzt, erwischt hat er mich nicht. Ich hab ihm lange Nosen gezeigt, vom Haus da vis-à-vis. Ein Gleckerlpartie war das Höchste für mich. Leider kennst so a Freude nur als kleiner. A Gleckerlpartie, der was leid, der war ich. Du, wenn's groß bist, ist alles dahin. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfer gekriegt, das war mir die Garde wert. Das war mir die Garde wert, und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt. So war das nie, der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Gleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin.
so meine Schimpfer kriegt. Das war mir die Garde wert, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt, so war das nie. Der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kleckerlpartie. Der was leid, der war ich. Du, wenn's groß bist, ist alles dahin. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Kleckerlpartie. Susanne Fabra, Alt-Wiener Weihnachtslied, gibt's keins. Ganz leicht kann ich das sagen, es gibt keines. Weil man hat in Wien dann gesungen, die Lieder, die man halt gesungen hat, also die Volkslieder, die Weihnachtslieder, die wir im deutschsprachigen Raum ja haben, die sind gesungen worden. Tatsächlich gibt es keine Wiener Weihnachtslieder. Vater halt die Dame. Was ist das wieder für ein Lied? Kenne ich auch nicht. Kennt gar nichts. Bald gebe ich auf. Gute Nacht miteinander. Alucard ist dahin. Alucard. Weltklasse. Guten Rutsch. Wir sehen uns hoffentlich im neuen Jahr in alter Frische. Jawohl. Ja, jetzt ist das Flasche Loch leer. Also ist schon das Neue da. Über den Bogenkreuz herum die Karte. Die fliegen. Kennt sie nicht aus. Sonst kommen wir heute nicht heim. Sagt der Ruhe. Ja, das wird schwer. Das wird schwer. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür. In deiner eigenen Kinderzeit stehst du ein Bettler nur davor, hörst wie Kinder lachen dann und das nicht lachen kannst wie sie. Da sind die Sorgen schuld daran, versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind, so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entgeht. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ja, Drachenstein und Trittabschlag und Reiberhauptmann spülen und sich mit einem feschen Madel hinterm Haus da arg verkühlen. Das war ein Spaß, das war so klasse, das war ein Gaude, stimmt's mir frei. Aber heute spielen wir nicht mehr mit, wir sind verstoßen, wie mir scheint und wie wir uns das erste Mal eine ganze Nacht am Ausbleiben traut. Da hat die Mutter statt fest geschlafen, nur beim Fenster runter geschaut und uns ganz ängstlich gefragt, wo war's denn, dummer Bub? Nimm, wenn du nicht heimkommst um die Zeit, hab ich keine Ruhe. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor und hörst wie Kinder lachen dann. Und dass du nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, das hat keinen Sinn, die verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entglitt. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Auch das, ein Hodener Quell, wie er lebt und lebt. Schau so, guten Rutsch, der Franzi ist, ja,
Bobby Spieß, ich tue mir ich schimpfe nur. Ich darf nur schimpfen werden. Außerdem wissen wir nicht, ob es der Franz ist. Das wissen wir nicht. Das ist ein Fliegen, ne? Steht mit dem Auto vom Hauptbahnhof, bis es Pronto zumacht. Bravo Spaziergang. Wann machst du zu? Am 11 oder was? Wann machst du zu? Ein Spaziergang. Ist das da oder was? Hallo? Hallo Fliege? Franzi? Nein, das war ein Luch. Der Wahnsinn natürlich. Das ist ein Wahnsinn. Bei den Munkeln könntest du noch den Werner Schimmel machen, aber vorher noch das Meidlinger Ale. Grüße 1220. Meidlinger Ale. Das Meidlinger Ale. Ja, wie geht denn das? Wie fängt das an? Wie fängt das Meidlinger Ale an? Wir vermuten es. Ja. Unheimlich geile Nummer, Markus Pistonik. Meinst du die Tränen in den Augen, gell? Ja, ist schon eine leibende Nummer. Ja. Erst wie fängt das Meidlinger Ale an? Die ersten Silben der Worte brauche ich. In Wien gibt es 23. Grüße, Dankeschön. In Wien. Stubenfliege Bug, ja genau. Wie geht der da irgendwo? In Wien gibt es 23. Ja, so geht's, ja. Schöner Einlauf, gehört immer dazu. In Wien gibt es 23 Bezirke, wo man schaut. Jeder ist in Ordnung, nur bei uns da gibt's einen Laut. Den bringen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den gerade so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Ale. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasaler, aber Hochdeutsch war das nicht. Wer so redet wie an jeden, der schon abgewachsen ist, bringt Leben in sein Reden. Das hört man ohne dies. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dem sag ich nicht nur einfach Wien. Weil ich bin aus einem Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh. Und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfälschte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Ale, jawohl. Ja, so schaut's aus. Reinkommen. Edel, G, Einleitung in C. Die Einleitung habe ich auslassen, Patrick. Weil bis ich nicht da bist, brauche ich Einleitung spielen. Wenn du nicht da bist, brauche ich keine Einleitung spielen. Jawohl. Gibt es eigentlich ein 16er Liederbuch? Nein, gibt es keins. Das war eine gute Idee, Michael. Ja, aber so viel mal auch wieder nicht. Aber ist grundsätzlich eine gute Idee. Aber nein, leider nicht. Ne? Leider gibt es keine. So, was haben wir da noch? Beste Grüße aus dem 12. Hieb, Markus Pistonik. Weltklasse. Für Patrick ist Gleichgewicht, ja. Na, zuerst noch für meinen Munkeler, weil es hat die Krise auch geschafft. Für meinen Munkeler nur ein Werner Schimmel, ne?
Das war Intro, was? In Meidlingen ganz ein klein Häsel, ist Wirtshaus so goldener Kranz. Ein heimliches Alt wie ein Bäsel, dort gibt es kein Fahrzeug, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütlichen Wiener vom heutigen Tanz nix verstehen. Doch dort kann ein Tanzen wir jetzt lernen, wo Wiener ist schon doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzel tanzt man moderner Tanzel, das kennen die alten Leute, uns passt in die neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel, der ist das Iskapflanz, aus alte Tanz. So schaut's aus, jawohl. In Tanz kann ich nicht spielen, weil den ist ja der Part. Meidling, Hummer Franzi, jetzt höre ich auf. Bravo, Puppi Spieß. Der Franzi aus Meidling. Schau, die Mege Pemperten ist da, aus Wien. Aus Wien ist sie endlich da. Wir haben so lange durchgehalten, Mege, bis endlich, haben wir gesagt, bis sie die Mege riert, vorher hören wir nicht auf. Weltklasse. Wasser trinken, weil sonst schimpft wiederum die Chrissy. Jawohl, schau, Munkelein, Uschiballer. Sagt schon danke. So was als Gleichgewicht war das, gell? Ja, ist auch ein G, ist auch leicht. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer am Darm. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was ein Psoffen auf der Straße sucht. Hat der Lakel bläht, was suchen's auf der Erd? Ja, und da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, na, das spüre. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gröle dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's auf jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich einen Doppler Weih. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute glauben, ich lern gehen. Ich will auf die Knie da rutschen und wie ein Baby die Krawatten lutsch, schreit der alte Mann. Jetzt ziehen die Leute schon den Hund wie der Mensch nach. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, na, das spüre. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde und jetzt kraul ich dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's auf jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich einen Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Jawohl. Jawohl, Gleichgewicht ist in C. Ja, darum ich hab mir gedacht. Alles ist in G und dann spiele ich einmal was in G. Ich hab mir gedacht, das stimmt nicht. Spiele ich einmal was, ist nicht in G, ist in C. Wenn ich was spiele in C, ist meistens normal in G. Franz Brandweizen. Ich habe gestern ein Taxi bestellt in die Untermeidlinger Straße 83. Die am Funk hat gemeint, die gibt's nicht. Sag ich drauf, na reden, ich bin dort aufgewacht. Aufgewachsen. So, aber aufgewacht ist ja nicht schlecht. Herrlich, herrlich. Jawohl, schon die Mega wird begrüßt. Jawohl, danke auf alle Viere. Jawohl. Gleichgewicht ist in C. Ich habe es gedacht. In G wird's tief. Ja, das habe ich gemerkt, Pater. Das habe ich gemerkt. Ja, aber ist auch gegangen. Ist auch gegangen. Bin froh, dass ich nicht so spät bin. Maggie Pampert, wir sind auch froh, dass wir das geschafft haben. Das noch in G geht C eher.
Geht's eher, bravo Walter Nagel. Ja, das ist halt ein Problem von mir. Ich habe es gewusst, ja, habe 2 Messen am Vormittag gespielt, eine am Abend, dann Barmusik am Klavier im Hostel. Im Hostel. Voll Festtage, alle in der Paparazzi-Risterie. Und ich habe gesagt, bin sicher, die Mäge ist aktiv als Organistin. Ich spüre Gleichgewicht in A. Wirklich? Das ist ein Wahnsinn. Aber in C war es leichter gewesen. Ich suche mir Gleichgewicht, der volle Viere. Ja, naja, ist ja wurscht. Jetzt habe ich schon gespielt. Jetzt eine Liste, machen wir den Titel und den Touren, in denen das Lied gespielt. Ja, kann man schon machen, Michael, weil du wirst lachen, haben wir auch. Stöhnweise. Aber nie dabei. Die Liste habe ich ja im Kopf, Patrick. Wir haben schon ein paar Lieder mal aufgeschrieben dann, aber das haben wir dann immer. Ja, ist ja wurscht, ich bin Patrick, der weiß sehr, was bei eurer Listen. Vielleicht ist es Gleichgewicht am Fundbüro. Da müssen wir nachfragen. Müssen wir echt noch nachfragen, was? Ein Fundbüro. Hallo? Hallo, haben Sie? Ich habe mein Gleichgewicht verloren. Das war aber eine Weltgeschichte. Ich habe mein Gleichgewicht verloren. Anzeige ist raus gegen Unbekannt. Also, die Mäge hält zu mir. Gratuliere Klaus, so ein Solo beim Latschen, es ist immer wieder eine Leistung. Thanks. Dank der Schee. Dank der Schee, Mäge, das ist lieb, dass du das sagst. Beste Malte, wo ich spiele, was denn. Dank der Schee, Mäge. Du hältst zu mir. Die anderen halten ja eigentlich eher immer ein bisschen mehr zum Patrick als zu mir. Das habe ich schon festgestellt. Ich bin ja so ein bisschen zu der. Ja. Ein tieferer Bariton, glaubst du, dass das ein tieferer Bariton ist? In Mudeltour. Ja, der Patrick redet mit. Jawohl. Hauptsache die Meg ist dabei. Ja, aber das ist nicht blöd, weil gerade wenn die Meg in Wien ist, bin ich nicht in Wien. Das ist natürlich. Kannst du erinnern, Meg, früher haben wir so getroffen, zu Weihnachten immer, in der Weihnachtszeit, also vor Weihnachten, es war immer vor Weihnachten, weil ja, da bin ich ja dann rausgefallen zu töten. Was war das immer? 22., 21., so irgendwas. Da haben wir uns getroffen im Café Alt-Wien. Da hat man noch rauchen dürfen im Café. Das war eins von den Cafés, was noch gescheit rauchen hast können. Aber das Orge war immer dort, wo man rauchen hat können, das war ja ein großer Platz, war immer alles voll. Alles besetzt. Hinter dem Nichtraucher-Kobe hast du einen Platz gekriegt, aber da wollte ich nicht sitzen. Jawohl. Schau, der Uli hat noch 8 Leute. Bist der Leadsänger. Ja. Aber das war super. Und die Maggie ist ja eine ganz zarte Schmolle. Und was die hat, an Wein kannst du schon backen. Wein kannst du eigentlich ziemlich viel runterhauen. Aber essen tut es nicht viel. Ne? Und das war leider im Café Alt-Wien. Das war dann immer, habe ich es eingeladen. Weil was ich getrunken, 2 Kaffee und ein Butterbrot mit Schnittlauch. Aber das war legendär, gell, Maggie? Butterbrot mit Schnittlauch haben wir uns reingehauen. Ich meine, ich habe mir mehr reingehauen, aber auch ein Butterbrot mit Schnittlauch. Das sind Zeiten, ja. Das haben wir schon fast als Tradition. Und dann ist halt, hat sich das eigentlich deswegen zerlegt, weil ich nicht mehr in Wien war dann. Weil ich dann noch früher weg war oder eben da keine Zeit und dann hat sich das aufgehört. Aber eine Zeit lang war das quasi ein Fixum. Weil du ist nach Wien gekommen, das war leibend. So, der Patrick, Klaus, stimmt nicht, wir haben dich alle lieb. Patrick, das sagst du jetzt nur so, weil du mich beruhigen willst. Aber am 2. Jänner, da legen wir ein paar Blatscherl hin, da könnt ihr sich auch halten. Auf jeden Fall, das haben wir noch irgendwelche Rückblick-Sachen, ich meine Rückblick, wir lassen den Rückblick. Das Jahr war eher leibend, aber es war einfach so viel Arsch dabei, dass wurscht. Ja. Haben wir erledigt, aber wie gesagt, nächstes Jahr, neues Jahr, neues Glück und mit den Brillenspitzen, ich glaube, das ist ein guter Start. Ist ein guter Start.
Auch mit den Philharmoniker, mit dem Ball, wo es uns wirklich original nicht gecancelt haben, sondern gesagt haben, nein, wir wollen euch dabei haben, trotz dieser depperten Baustelle, wir finden irgendeine Möglichkeit. Das ist auch leibend. Und ja, wie gesagt, Termine stehen auch nicht. Stehen dann Rösingkeller, Taschler, Lentnerkalle, steht schon mal fix. Auch mit lustigen Hermann haben wir schon fix 2 Termine beim Selic in Stadtlau. Auch mit den Bluesschrammeln mit Uli Bär und Konsorten haben wir auch zumindest schon 4 Termine. Also das Jahr legt sich ganz gut an. Ja, also wird. Ja, Schnittlauchbrot war echt legendär. Bravo Mege, das stimmt wirklich. Die sind so alt wie Wien. Ja. Ja, mittlerweile gerne, weil für mich war das leid, wenn wir rauchen und können. Ja, Christoph Acker, die glaube ich sehr. Die glaube ich sehr. Bredlerspitzen musst du in YouTube mal anschauen. Glaub. Ja, also ich habe mir so nicht angeschaut, aber ich habe die, wie gesagt, es sagt mir nicht, also ich kenne, dass das gibt, also das weiß ich, das habe ich mitgekriegt. Der Patrick hat das eh gleich gewusst. Er hat gesagt, ja, kannst du auch schon. Und wie heißt der Patrick? Die was Couplet AG oder so irgendwie heißen die. Die Partie, was das macht. Aber auf jeden Fall, das ist schon eine ganze Woche eigentlich, ist das, da sind wir in München, original eine Woche und dann dort jeden Tag proben oder tun oder ich habe keine Ahnung, was wir noch machen. Der Fritzl Status. Beste in diesem Jahr war der Besuch bei euch in Wien. Ja, da hat sicher noch mehr gute Sachen gegeben, aber das war leider. Fritzl, das war wild. Wobei ich sagen muss, überhaupt, mir das taugt in dem Jahr, weil wir haben uns ja zweimal gesehen. Hey. Einmal in Aschaffenburg beim Ralf und Wondercheck. Wenn wir dann die Motorradl-Tour, ich meine, original, Fritzl, wir waren Motorrad fahren gemeinsam und haben gesoffen wie die Löcher. Nach dem Motorradfahren, das ist eh ganz klar. Und dann in Wien noch einmal. In Wien waren wir noch einmal Motorrad fahren und haben gesoffen. Ganz großartig. Das war also ein Highlight, absolut, ja, für mich auch. Und also das war für mich auch ein Highlight. Aber haut's mir eine, das steht mir total down. Pass auf, wie viel sind wir denn noch? So viele Leute sind wir eh nicht mehr. Aber haut's eine, bitte, schreibt's einmal eine. Was war euch ein, schau, ist schon der Autofokus weg. Komm. Da schau her. So, ist wieder da. Schreibt mir eine, das hat mir echt gefallen. Das Highlight, oder zumindest eins, was euch in den Sinn kommt. Das Highlight irgendwie in einem Zusammenhang mit 16er Buben im vergangenen Jahr. Das tät mir jetzt wirklich taugen. Das war jetzt so ein bisschen so ein Rückblick, der einen Sinn hat. Jawohl, Patrick hat eine Bretlerspitzen. Ja, das ist sicher eine tolle Geschichte. Und da sind wir dann in München. Das müssen wir der Mäcki auch noch sagen, aber ich weiß nicht, wann genau, das weiß der Patrick. Das werden wir da eh noch irgendwie kolportieren. Aber da sind wir quasi, ich glaube, 6 Tage, im März auf jeden Fall. Sind wir da 6 Tage in München und ich meine, wir werden ja nicht den ganzen Tag Probe haben. Ne? Und da haben wir gesagt, da wollen wir uns die Pinothek, wollen wir uns reinziehen. Unbedingt. Gut, essen, gehen, trinken ist eh klar. Da wollen wir uns schon ein paar Sachen anschauen. Weil sonst waren wir immer in München, haben wir 2-3 Tage da haben wir gespielt. Du hast keine Zeit gehabt zum nichts, nicht? Du hast gerade irgendwo einen Nachmittag gehabt zum Anschauen irgendwas. Aber ich möchte das schon. Ich möchte schon zum Thalmeier gehen. Ist ja wurscht, ob das teuer ist oder nicht. Aber weißt du, Thalmeier eine, da kaufe ich mir Schokolade oder einen Tee oder eine Wurst. Das ist ja wurscht. Wisst ihr, was ich meine? Die Party beim Ralf Ulrich, ja, das war natürlich ein Highlight. Das von mir angesprochene beim Ralf und Wondercheck. Wobei der Ulrich, gut, Ulrich, ja, du hast ja geschlafen mit dem Ralf, wie mir auch nicht. Wir haben uns ja dann quasi vom Gute Nacht sagen bis zum Guten Morgen sagen, alles war leibend. Jeder Montag war ein Highlight, mir geht dieser Welt. Meine Banner, für mich das größte Highlight. Wirklich war Grisse, aber ich habe eine Ahnung, was wird in Bayern, in München, was? Patrick, was nochmal? Aber ich habe eine Ahnung, was wird in Bayern, in München.
Patrick, ich weiß original nicht, was du sagen willst. Der Michael Unger, du bist ja dann ein TV-Star. Na, was denn? Na, aber hallo. Na, aber du. Der Lentner-Karl. Na, Friesl, das war schon leibend. Frühschoppen beim Lentner-Karl. Da waren sie da. Da waren sie da. Die ganze Versammlung im Garten. Im Garten haben wir da gespielt, im Hof. Da waren vom Brennraum einige. Also aus der Pavlatschen waren einige da. Da waren einige da. Und wir haben die Frühschoppen gespielt und wir haben dann Speerstunde gemacht. Noch. Und der Friesl Startgas war dabei. Aber wer war bei der Speerstunde? Der Christoph Acker, klar. Ja, wer war denn noch? Speerstunde, das haben nicht so viel gemacht. Wir waren erst. Fritzl war noch bei der Speerstunde, das gibt's ja nicht. Vom Frühschoppen weg. Viele waren da und sind natürlich dann irgendwann noch gefahren. Der Andreas Christina war noch dabei. Ja, weiß gar nicht, wer Nuller. Ja, von Luftbetter Ulrich, genau. Genau, Maggie, das Glas. Endlich den Lemonemann konnte. Ne, konnte, wir haben gespielt. Der Maggie, Lentner-Karl. Glauben wir können das Konzert inkognito belauschen und dann mittendrin statt nur dabei, ja. Aber das war echt lustig. Der Maike mit der Justine sind mit dem Motorrad gekommen aus der Steiermark. Und haben sie nicht hingesehen, aber die Justine hat auch gehabt, der Brennraumleiberl und der Maike ein 16er beim Leiberl. Und sind auf einem Tisch gesessen, nicht? Und der Fritzl Startgus hat auch reserviert natürlich, nicht? Und ist gekommen, wo ist mein Platz? Also da, wir haben die dazugesetzt, wohin halt, nicht? Logischerweise, nicht? Einer. Und just zu den zwei, nicht? Und jetzt ist der Fritzl gekommen mit 16 beim Level, da sitzt der Maike und die Justine mit 16, das ist eine Weltklasse. Das war schon gar nicht, ja, da haben wir schon einen Hitz gehabt. Da haben wir dann schon einen Hitz gehabt. Da haben wir dann echt einen Hitz gehabt, ja. Maike, das war wild. Patrick schreibt, schau, gut, das schreiben wir auch gleich auf. Wir sind von 7. bis 12. März in München. Ja, 2023, also jetzt da. Jetzt da. 7. bis 12. März in München. Und das sind, glaube ich, am 11. und am 12., also die letzten 2 Tage, sind dann diese im Hofbräuhaus dann die Aufnahmen, quasi die Konzerte, wenn man so will. Also wir sind ja nur der Musiker und da gibt es ja noch eine Partie, die auch was machen. Und, also die das eigentlich machen, wir sind ja nur so quasi Gäste. 5, 6 Lieder oder sowas sind wir dabei. Und da sind eben 2 Aufzeichnungen dann und aus diesen 2 Aufzeichnungen wird dann die Fernsehaufzeichnung gemacht. So habe ich das vernommen. Beim Thalmeier laufen wir geschwind durch, na sicher nicht, Patrick. Jetzt nehmen wir uns Zeit. Michael Unger nicht vergessen zu sagen, du kannst da annehmen, wir werden das natürlich kolportieren. Schau, Walter Nagel ist dahin. Wünsche einen guten Rutsch, euch 2 Jahr mit vielen Gigs. Gute Nacht. Walter Nagel. Leiband. Dank der Schiss. Schön, dass ihr dabei war. Es hat mich wirklich gefreut. Guten Rutsch natürlich. Mein Highlight heuer war auf die Tour zur Irmi. Aber auf Platz 2 die 16er beim Taschler. Naja, Franz Brandwein, 16er Taschler. Das war immer ein Highlight, wenn du da warst. Und ich werde nie vergessen, wie wir gespielt haben mit der 10er Marien Otterkring. Irgendwann, da bist du auch gekommen. Da haben wir uns noch nicht kennt persönlich, da haben wir uns auch nur über Chats kennt und über die Motorradpartie. Und da bist du allein gekommen und gesagt, ja, ich bin der Franz Brandwein. Und da haben wir uns kennengelernt. Das werde ich nie vergessen, das war ein lässiger Tag. Aber eben ja, beim Taschler, Weltklasse. Der Ulrich lacht, ja, aber Frühschoppen bis zur Sperrstunde. Das war wirklich so. Wir haben Frühschoppen gespielt, sind gekommen. Und wir haben die Sperrstunde gemacht. Der Zong kann nicht sagen, das ist die Wahrheit. Der Bobby Spieß, mein Highlight war, aber ich kenne erst seit heute. Und gleichzeitig das Beste an Weihnachten. Dankeschön, Bobby Spieß. Ich danke dir vielmals. Das ist leibend. Ich hoffe, du bleibst uns gewogen. Schaust wieder mal rein, wenn wir die Pavlatschen haben. Oder vielleicht einmal, ja, schaffst du das einmal, wenn wir wo spielen, dass du dabei bist. Das hat uns gefallen. Aber auf jeden Fall ganz große Freude, dass du jetzt in der Pavlatschisterie voll drinnen warst. Jetzt einmal. Und würde mich wirklich freuen.
wenn du mit weißt, wiederkommst und weiter sagen, dass es uns gibt. Der Grieser Wacker, Tiefpunkt war die Feinrieb. Der Feinrieb war Weltklasse. Und Ackerl, ich hab mir's jetzt erst, wie soll ich sagen, markiert in die nähere Ebene meiner Festplatten. Bits und Bytes und Daten, was ich da habe. Die wird. Da kommen noch ein paar Shorts und Co. außer. Landtagsstürmer Fritzl und ich bis zum Ende und dann noch eine Stunde bis zum Hotel gelaufen. Ja, Landtagsstürmer, du warst ja auch dabei. Beim Lentnerkalle. Na klar, nein, du warst zu Fuß da, ja, das stimmt. Und dann eine Stunde heim zum Strebersdorfer Hof, ja. Am Vortag habe ich noch angeholt mit dem Motorradl in Fritzl im Strebersdorfer Hof und am nächsten Tag seid ihr zu Fuß. Ich habe gesagt, in der Früh, ich bin aufgebaut, wenn man die ersten 2-3 Spritzen reingehauen, Frischhoppen halt, ne? Bevor wir gespielt haben und der Friesel, ich habe gesagt, der war zu Fuß da, sag ich, vom Strebersdorf, du bist ein Viech, da geht man eine Stunde. Ja, da geht man eine Stunde, ja. Ich mir, Alter, und dann sind wir wieder eine Stunde heim. Aber genau, der Markus, du warst ja auch dort im Strebersdorf oft haben. Patrick Rutter ist halt auch Feinrieb. Oder ich meine, ja genau, zum Christoph Ackel, das war ein Highlight. Übernachte die bei mir im Wohnzimmer, na, mein Gepaperten, ich sag dir was, ich bin immer gern bei dir gewesen, immer. Aber das Übernachten am Boden war immer Härte, aber es ist so, ich mache das sofort. Allerdings, der Bayerische Rundfunk ist ja voll im Geld. Kann uns nicht viel zahlen, aber das Hotel, zahlen sie uns schon. Das haben wir schon. Aber wenn das Hotel Arsch ist, Maggie, steh bereit. Kann sein, dass wir alle sagen, das halte ich nicht aus. Schlafen wir bei dir. Weltklasse, Weltklasse. Zahlt der Bayerische Rundfunk besser wie der ORF? Nein, zahlen beide nichts Gescheites. Beide sind so ehrlich und nennen es Aufwandsentschädigung. Ich meine, das ist ja korrekt. Es ist ja mörderische Werbung, nicht sozusagen, das passt schon. Aber nein, sie zahlen, also sie geben Reisekosten her, Anreise ist zahlt, also Anreise, Abreise, also die Reisekosten sind drinnen, das Hotel wird da zahlt und du bekommst auch eine Aufwandsentschädigung, weil sie immerhin so ehrlich sind, dass es nicht als Gage oder Honorar bezeichnen. Aber ja, immerhin, ne, das passt schon. Bobby Staschler steht am Kalender. Wirklich wahr. Das können da alle bestätigen, die beim Taschler schon waren. Das ist kein Fehler. Das ist kein Fehler. Taschler, das ist echt Wien, Original Wien, Ur-Wien. Das ist das Authentischste, was es noch gibt. Wirklich. Das überhaupt. Als ein Ganzer. Also diese ganze Drumherum-Geschichte. Das kann ja jeder bestätigen, Taschler unbedingt. Aber reservieren. Bitte reservieren, weil ist eine sehr kleine Hitten und ist natürlich dann schnell einmal ausreserviert. Und wie gesagt, so wie es beim Lentner war, das war wirklich, finde ich, das ist so eine Unverfahrenheit von Menschen, die einen Tisch reservieren und dann nicht kommen und nicht einmal anheben oder Wirt anruft und so. Also, das kann es nicht sein. Das ist wirklich eine Frechheit. Das kann nicht sein, dass was ist. Erst die kann nicht kommen, tut mir leid. Und wenn es eine Stunde vorher ist, ja, tut mir leid, es ist noch irgendwas, wir können nicht kommen. Oder kann er in der Sekunde, von den 20 Leuten, was gesagt haben, erst, wenn da was ist, melde, kann er immer noch anrufen und sagen, erst, wenn Sie spontan noch Zeit los habt, kommt es ist ein Tisch frei. Aber sich nicht melden und einfach nicht kommen, das ist echt eine Sauerei. Ein Short von Patrick in Shorts, das kommt. Jederzeit willkommen. Maggie, danke der Schick. Du, aber Maggie, da müssen wir uns aber schon treffen. Das ist schon ganz klar. Das ist schon ganz klar. So, pass auf. Das Flascherl, ja, es dreht sich. Ergo, auch die Pavlatschen wird sich dem Ende nähern. Aber damit es nicht ganz so geschreckt seid, ich meine, wenn Nuschen, ob seine von der Daniela wird schon schlafen, he? Die ist krank, die hat nichts mehr geschrieben. Ja?
Vickys Welt, die Daniela Schlegel wird schon schlafen machen. Mit der Männergrippe. Ja, wird alles gut. Wird alles gut. So, jetzt einmal Fritzl. Das ist eine wunderschöne Strecke zum Laufen, etwa 30 Minuten, wenn du den Weg kennst. Was wirklich zum Strebersdorfer Hof? 30 Minuten? Naja, gut. Es ist. Na, oh ja, das kann sich ausgehen. Kann sich ausgehen. Aber 30 Minuten, ja, aber da kannst du keine Kurven schlagen. Also da musst du schon. Beim Heimgegangen ist es sicher länger. Heimgegangen ist es sicher länger als Hingehen. Aber wenn man jetzt unbedarft ist und keine Auswirkungen verspürt von etwaigen Getränken zum Beispiel, dann kann es ja eine halbe Stunde ausgehen. Ja? Das stimmt. Patrick Rutger, ja, ob auch unsere Getränke, das ist aber eine Answerfrage. Das ist aber original die Answerfrage. Wenn wir 6 Tage dort sind im Hofbräuhaus und die Getränke nicht gezahlt werden, dann ist es ein Minusgeschäft. Ja, Walter Häuser, genau, Patrick gibt den Hinweis, Walter Häuser, der hat gespielt in München in der Reblaus vom Tommy Hörbiger, damals in die 70er, 80er Jahre. Und da hat er erzählt, da haben wir gespielt 2 Wochen. 2 Wochen in der Reblaus vom Herbiger in München. Und nach den 2 Wochen sind wir zusammengesessen, haben eine Abrechnung gemacht. Ne? Ja, gibt einer die Gage und sagt, du pass auf, ich Vorschlag. Ihr legt noch 2000 D-Mark drauf, wenn sie euch das Trinken selber zahlt. Und ich sage, und was hast du gesagt? Ich bin ja nicht deppert, hat er gesagt, der Walter. Ich bin ja nicht deppert. Jawohl, wäre wichtig ist dahin, guten Rutsch. Schön, dass du dabei bist. Danke dir für deine Treue der 1600 Balwatschen gegenüber. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Wäre wichtig. Leibend. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal live sehen. Auch beim Taschler, wo wir uns das letzte Mal gesehen. Ganz große Freude. Noch ein paar Achtel locker eine Stunde. Naja, nein. Mein iPhone verliert Sprit, ist wurscht. Heute haben wir kein Kamerakind. Heute haben wir ja kein Kamerakind. Pass auf, jetzt spielen wir noch eins, da plaudern wir weiter, das gefällt mir jetzt. Aber ich muss, bitte schreibt eine, euer Erlebnis, ein Highlight oder was halt leibend ist. Eine leibende Erinnerung an euch mit den 16. Schau, der Spaziergang ist wieder da. Zu Hause, schönen Gruß von meiner Frau, sie macht gerade den Punschwurm. Bravo! Haut's eine rote Achtel für den Spaziergang und speziell für seine holde Gattin, die gerade den Punschwurm macht. Ist das Weltklasse? Ist das Weltklasse? Bitte haut's eine. Rote Achteln, aber eine ordentliche Partie. Ich habe im Hofbräuhaus einmal einen Kakao bestellt, weil ich so Sodbrennen gehabt habe. Das Gesicht von Kölner war unbezahlbar. Ich habe eine Krise. Das ist aber wirklich. Ich meine, im Hofbräu, jetzt ich habe so einen Sodbrand. Geben Sie mir bitte einen Kakao. Das ist der Wahnsinn. Ich schicke diese Bubbles, sorry für die Schreibfehler, ich habe schon Tulli. Pass auf, das war ja lässig. Jetzt muss ich weggestehen, tut mir leid. Aber folgendes. Wir haben gehabt, Patrick, wann war das? Wann war, war das die? Nein. Es gab eine XXXL Pavlatschen. Das war nicht heuer. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Die hat 8,5 Stunden gedauert. Absoluter Rekord. 8,5 Stunden. Originale. Und da war es auch so, dass mich das wahnsinnig amüsiert hat, also vor allem dann im Nachhinein. Wir waren schon wirklich alle angesoffen. Also eigentlich ist es kein Renommee und kein eigentlich arg, wenn du denkst, bis Depper, das ist weltweit. Jeder kann sich das anschauen. Jeder, der einen Internetzugang hat, kann sich das anschauen. Eigentlich ein Genierer. Eigentlich ein Genierer. Wahnsinn. Alle angesoffen. Aber es waren bis zum Schluss, ich glaube 22 oder was, also bis zum Schluss. Wir waren schon wirklich in den Morgenstunden.
Bis zum Schluss waren noch da 22 Leute dabei. Und das Orgel war wirklich, wie man dann selber, und ich habe das dann so im Nachhinein dann auch angeschaut, nochmal, dann so im Schluss, wie du gemerkt hast, am Schreiben der Kommentare im Chat, dass die da sind original alle mindestens genauso angesoffen wie der Patrick und die. Das war wirklich eine. Also es war für mich ein Highlight, aber das war nicht heuer, das ist schon länger her. Aber das war wirklich ein Wahnsinn. Das, also insofern, ich glied diese Bubbles. Ich glitsche diese Bubbles. Macht da keine Sorgen. Ist in Ordnung. Wann war das Frühstück bei Daniela? Auch heuer zählt auch zu den Highlights. Nein, das war letztes Jahr. Das war letztes Jahr, wo wir gespielt haben in Steyr. Meinst du das? Das war auch ein Highlight. Ja, das stimmt. Ja gut, ja, war halt nicht heuer, aber das war letztes Jahr. Heuer war das, wie wir in Bad Ischl gespielt haben, da sind wir da beim Heimfahren, da sind wir aber da warst du nicht dabei. Aber das war letztes Jahr, was du meinst, ja. Christoph Acker, das war das letzte Jahr. Aber trotzdem ist akzeptiert das Highlight. Ja, die Chrissy, die Megapamperten ist ja, dass sie im Hofbrauhaus überhaupt einen Kakao gehabt haben. Klaus hat mit den Getränken nur wenig zu tun, aber du gehst ja nicht durch die Gärten. Was? Klaus hat mit den Getränken nur wenig zu tun, aber du gehst ja nicht durch die Gärten. Fritzl, ist das ein Rätsel? Oder was? Ich weiß wirklich nicht, was man sagen willst damit. Mit den Getränken habe ich wenig zu tun. Achso, Klaus. Hat mit den Getränken noch wenig zu tun, aber du gehst ja nicht durch die Gärten. Du gehst auf der Straße. Und nicht durch die Weingärten. So irgendwie versteht es jetzt da. Ja, das habe ich mir auch gedacht, Patrick. Bei Sodbrand an Kakao, das ist auch, muss man sich auch. Schau, das sind die Achteln leiwand. Danke schön. Musik. Josef Tadl, gleich gibt es eine Musik. Ja, klar, spiel was. Der Patrick macht jetzt auch schon Druck. Hilft meistens Milch bei Sodbrennen auf die Getränke, kannst du keine Milch, nur Kakao. Da habe ich auch Milch drin. Und hat es geholfen jetzt gegen Sodbrand? Chrissy wahrscheinlich nicht. Landtagstromer schreibt Highlight des Jahres, schreibt aber nicht dazu, was war. 8 Stunden arbeiten, ja, unverständlich, das ist ein Wahnsinn. Christoph Acker. 8,5 Stunden. Ich glitsche diese Bubbles, ich weiß nicht, Chrissy. Ich habe das schon gelernt. Ja, das war auch gesagt, hat. Hat sie heuer nicht auch in Graz? War das heuer, Patrick, oder war das letztes Jahr? Da war heuer, ja. Babenberger Hof haben wir da gespielt. Außer uns Hardcore-Paradisten schaut sich eh kein Mensch 8,5 Stunden besoffen an. Absolut richtig. Franz Martin. Ja, aber wir haben ja nicht aufgehört, weil ja immer noch so viel da waren. Und die waren ja wirklich, ich weiß, es waren 22 bis zum Schluss. Und die haben nicht aufgegeben. Na komm, bleib so, komm, eine halbe Stunde packen wir noch. Das war ein Wahnsinn. 8,5 Stunden, das war schon mächtig. Der Schneid Wutz, da ist bei seiner Motorrad tut, der war da gerade in Chile. Ich glaube, in Chile war er gerade. Und der ist gerade aufgestanden. Ja, da hat einer geschaut und gesagt, bist du deppert, das ist Weltklasse. Was der mit der Zeitverschiebung? Das ist Weltklasse. Ich trinke gerade einen Morgenkaffee und ich schaue euch Besoffenen zu live und lese die Kommentare von den Besoffenen. Der war begeistert. Im Land der Strommark, meine kleine Familie. Achso, das sind die Highlights. Kurztrip nach Wien. Die Tage ist jetzt ein Isle of Man. Das glaube ich. Das glaube ich. Aber das freut uns sehr, dass sozusagen ein Highlight dein Wien-Besuch war. Tja, Spaziergang, danke für die Achteln, jawohl. Und, weißt du,
für deine holde Gemahlin, die einen Bunschwurm macht. Alter, in Rätseln wird geschrieben. So, na gut, also es wird urgiert Musik. Machen wir noch eine. Na dann ist aber eh Schluss. Mit dem Onkelein will ich auch nicht schlafen gehen. So schaut's aus. Aber es wird Weltklasse. Nein, es taugt noch viel. Aber das ist genau die Sache, die ich echt leibend finde. Diese Pavlacisterie sozusagen. Also das ist, wenn man so will, das muss ich auch sagen, nicht? Mein Highlight, es hat halt ein paar Highlights gegeben in dem Jahr. Aber ich sage einmal so, ebenso das Jahr, wie wir in Aschaffenburg waren, das war schon ein Highlight. Die Zugfahrt nicht, das war echt. Also mit Zug, ich fahre nie wieder mit dem Arschlochzug. Wirklich. Nie wieder. Wenn es nicht sein muss. Da können die Grünen Bugel 5 spielen, mir wurscht. Das mit Zug, das war echt wirklich anstrengend. Da haben die Häuseln nicht, da hat original für den ganzen Zug, haben in 2 Waggonen, haben die Häuseln funktioniert. Es war dicht gedrängt, du hast gar nicht aufs Häusl gehen können. Weil ja der Gang, da sind sie gestanden, gesessen, gelegen, gehängt wahrscheinlich auch, ich weiß nicht. Die depperte Masken, ich hab's ja nicht tragen, nicht? Aber der Patrick hat immer einen Stress, also kommt wer mit Masken auf, passt. Dann wieder runter. Aber die Masken hast gehabt und die Verspätungen waren und vom WLAN, ja, WLAN-Signal war gut, aber halt kein Internet. Ne? Also das ist unglaublich. Unglaublich, die Verspätungen, das war Wahnsinn. Also da haben wir gesagt, wenn wir das nächste Mal nach Aschaffenburg fahren würden, dann mit dem Auto. Dann zu zweit. Es ist billiger, es ist gemütlicher, es ist schneller, es ist angenehmer. Ja, also, das war. Aber das gehört zu diesem Highlight dazu, dass du aber sagst, Alter, das ist wirklich so Arsch. Die bauen, also speziell, muss ich jetzt wirklich sagen, leider, meine lieben deutschen Freunde, es ist wirklich speziell also in Österreich geht es noch irgendwie, bei der ÖBB, das geht noch, bis zur Landesgrenze, da hast du dann zumindest nur irgendwie ein mobiles Internet, aber kaum bist du über die deutsche Grenze drüber, das war's. Dann dauert nur mehr alles lang und nichts geht. Ja genau, dann war der Speisewagen wegen eines technischen Gebrechens, war der hin, das ist die Durchsage gewesen, und ich habe dann nach einer Weile gesagt, Patrick, jetzt schauen wir 4 zum Speisewagen, das gibt's ja nicht. Die, wenn ein Kühlschrank kommt, den muss man halt der Dosen aussehen. Und wirklich wahr. Wir wurden bedient. Aber sie hat gesagt, das geht das meiste nicht. Ich will nichts essen, hast du ein kaltes Bier? Ich gesagt, ja, Bier haben wir. Passt, haben uns ein Bier reingeschossen. 1, 2, 3, 7. Auf jeden Fall, das war, aber es war in Summe, diese Aschaffenburg-Geschichte, das war schon leibend. Das war schon sehr leibend. Dass es die Pavlatschen gibt. Danke, Spaziergang, das gefällt mir. Geht wieder nachklicken? Nein, es lasse ich jetzt ausgehen. Du, aber, ja genau, der Christoph Acker sagt, die Z650er ist natürlich auch ein Highlight. Aber das ist ja kein 16er beim Highlight. Für mich persönlich schon natürlich ein Highlight, die Kawasaki Z650 RS, die ausfassen und dürfen, das ist schon geil. Super Motorrad, ganz große Freude. Klasse. Klaus, auch in Wien warst du mein Dienstmann, war Tag der Rückreise. Und ich hatte jetzt einen Koffer erlebt und ich, genau, bin von Meidling angefahren. Ja, stimmt. Da haben wir deine Sachen geholt. Genau, da war ich als Dienstmann unterwegs. Das stimmt. Aber schon eine Zeit her, ja. Ja, Fritzlar Stadt wie bei uns in Deutschland ist die Panik. Also das war wirklich Untergang. Naja, aber Christoph Acker, mit dem Auto waren wir ja auch gefahren quasi zum Ralfons. Dort hätten wir uns eingeparkt und dann war das Auto gestanden 3 Tage. Ja, das war halt wirklich einfach in jeder Hinsicht, das war halt billiger gewesen, besser gewesen, gemütlicher, angenehmer und. Also, ja. Ja, Patrick, genau. Zugfahren war es nicht. Ja, das war echt ein Untergang. Aber ansonsten,
Ansonsten, Highlights, na, hat schon ein paar gegeben. Aber in Summe ist es wirklich, muss ich ehrlich sagen, so diese, also nicht das Highlight, sondern diese Entwicklung, die Pawlatschen, das taugt mir einfach. Jeden Montag, und da haben wir dann ein Hetz mit euch und mit uns und mit allem, was dazugehört. Wien Naturliner, das bringe ich nicht hin. Das bringe ich wirklich beim besten, wenn ich sage. Gibt es eigentlich auch ein 16er Burmkonzert, also nicht am heurigen. Ja, aber die sind so fest, also gibt's, aber das findest du nicht, diese Termine findest du nicht auf der Homepage. Jetzt aktuell weiß ich auf die Schnelle keins, aber es kommen welche, jetzt weiß ich, es sind ein paar, meistens im Rahmen von Festivals und dergleichen. Diese Bubble ist auch schaffen wir, ist ja nicht Deutschland, das ist Bayern. Ja, aber dort ist, glauben wir, so sehr ich die Bayern mag, aber dort ist die Bauern genauso Arsch wie in Restdeutschland. Das ist ja so. Jawohl, Georg Scheurer, zweiter Einstieg der Scheurer-Familie. Gehört ihr? Nein, ich leg nicht nach. Es ist so warm, ich lass gut sein. Wir nachlegen und ich arbeite mich schon langsam zum Schluss, meine Lieben. Ehrwürdig. Eine würdige Stefanie Pawlatschen, kann man nichts sagen. 3,5 Stunden. Na was? Was spielen wir noch? Ich lese Kirschen für die Wachsen, ohne Kern. Wenn mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonntag ginge tät, ich möcht sie holen. Und wenn's für die ist, hätt ich schon das Frühjahr gestohlen. Der Wald für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du rausschaust, ist aber nur mein. Und dicke Bärser, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich Hälfte sag, am liebsten mit einem Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tut's doch so gut, von dir ein Liebeswort. Von dir einmal eine Hand und nicht alle nur eine kalte Wand. Jetzt dreh dich einmal und sag zu mir, na komm. Ich lese Kirschen für die Wachsen, ohne Kern. Wenn mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Und wenn ich die Sonntag ginge tät, ich möcht sie holen. Und als für dies hätt ich schon das Frühjahr gestohlen. Der Wald für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du was schaust, die soll aber nur mein. Und dicke Bärser, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich Hälfte Gott sag, am liebsten mit einem Lied. Jawohl. Traumhaftes Liebeslied. Traumhaftes Liebeslied. Und was haben wir da? Die Wampen zum Osten. Für die Georg und für mich beim Tagschlag gespielt. Das ist mal wieder live, wenn ihr wieder dabei seid. Schaut aber so. Die Wampen wäre Glas, das gibt's ja nicht. Die Wampen jetzt noch. Sorry, Christoph, schreibt der Georg. Pawlatschen ist einfach mit Leibwand, sagt der Patrick. Das stimmt. Das ist wirklich eine Weltgeschichte und diese Pawlatschisterie, was sie da gebildet hat, wir haben so eine echte Freude damit. Und das ist halt wirklich so, wenn wir wo spielen oder wenn wir irgendwo sind und das rettet uns einer auch und sagt,
ich bin einer von den Pawlatschen-Leuten. Ne? Die Pawlatschisti. Ein Pawlatschinger. Ja, das ist schon Weltklasse. Das ist schon Weltklasse. So, Wein erledigt. Ein Schluckerl habe ich noch vom Nussschnaps. Ein Schluckerl schenke ich mir jetzt noch ein. Vom Wasser. Damit die Krise nicht schimpft wieder. Alpakerl, jawohl. Der Akerl. Na, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Wie gesagt, am 12. Jänner geht eigentlich unsere Saison los. Da haben wir unsere erste öffentlichen Auftritt wieder eben beim Taschler. Schaut rein bei uns auf der Homepage. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, schon ein bisschen. Ne? Das sind Zustände. Aber wer den Kanal noch nicht abonniert hat, bitte, der möge das jetzt nachholen. Das wäre ganz leid. Und vor allem, wenn er schon gemacht hat, auch, dass er es weiter sagt. Also es gibt, bitte sagt es den Freunden, denen, die mit Wienerlied irgendwie was auffangen können, sagt ihnen, abonniert den Kanal. Schauen wir, dass wir da was weiterbringen, weil eben, wir sind wirklich, unsere Mission ist das Wienerlied mit wirklicher Leidenschaft. Da sind wir dahinter und da wollen wir halt, ja, das Beste draus machen, sagen wir es ja so. So, was sagt die Maggie da? René, Leihwand, merci. Bin seit Donnerstag in Wien, Orgel bei Gottesdienst, Klavier, abends in der Bar. Bin an sich fast hin. Na bravo, Maggie, ist ja nur mehr ein paar Tage. Weltklasse, Weltklasse. Unvergessliche Stefanie Pawlatschen. Vielen Dank, alles Gute. Ich sehe diese Bubbles. Ich danke herzlichst. Na, gefreut mich viel, dass wir das so gemacht haben. Und ist wirklich jetzt. Und ich würde sagen, ich komme jetzt zu einer Schlussnummer. Und dann schaut es, dass alle heimkommt. Ist jetzt ein Blödsinn, aber ihr wisst, was ich meine. Dass alle schön gemütlich ausklingen lasst. Auch dieses Jahr ausklingen. Warte, ich muss das Wasser wegstellen, mit dem kann ich nicht so reden. Ja, für Teufel Wasser, genau. Jetzt erhebe ich das Glas und wünsche euch einfach einen schönen Ausklang dieses Jahres. Macht es euch noch gemütlich, wenn es irgendwie geht. Entspannt euch ein wenig. Lasst ein bisschen Revue passieren, was sie da hat und was nicht. Und haut einen kleinen Opulus für die Pawlatschen, war auch super. Und ja, dann feiert's brav Silvester im Sinne von einfach gut rutschen, wie auch immer ihr feiert. Macht es euch gut, macht es euch gemütlich, habt es Leihwand. Und im neuen Jahr, gleich am 2. Jänner, also ihr kennt euch ein Kader original, einen Tag ausschlafen, das war's, und ab dann geht's wieder los. 2. Jänner sind wir schon wieder on air mit der Pawlatschen. So. In 10 Minuten können wir alle Guten Morgen sagen. Ja, nein, das ziehen wir jetzt aber nicht durch. Das ziehen wir nicht durch, sondern ich sage mit dem Schluck. Dankeschön für alles, was ihr uns in diesem Jahr gebracht habt. Ich weiß, einige von euch sagen, super, was ihr uns gemacht habt. Dankeschön, aber was ihr für uns macht, das ist natürlich mindestens genau gleich viel wert. Dafür sage ich Dankeschön. Trinke einen wunderbaren Nussschnaps von unserer Daniela Schlegel, die hoffentlich bald wieder gesund ist und schnell wieder gesund ist. Und wünsche euch einen guten Rutsch, ein gutes, schönes neues Jahr, einen Übergang und vor allem, dass das ganze Jahr so leibend wird, wie es nur möglich ist. In diesem Sinne, dickes Busel, eure 16er Burm, auch im Namen von Patrick. Prost. Späherstund schreit der Ober, Späherstund schreit der Ober, Leidl geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bisschen das Rasseln mit den Schlüsseln. Ich trinke jetzt noch ein Flascherl Wein. Erst aber der Milchmann mit dem Mühle kann. Das ist ein Wahnsinn mit den Tonarten, das ist unglaublich. Kann man nicht erlaubt bin, habe ich keine Ahnung von den Tonarten. Das ist wirklich. Späherstund, die sind C, das weiß ich eh. Erst aber der Milchmann mit dem Mühle kann und schäbert, wie
wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weintal ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, tue ich doppelt sehen. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekaddeln schäbert, bin ich fürs Bett erst ziemlich schwer. Wenn eine alte voller Zuren am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich und her nix mehr. Die Schrammen haben schon Schluss gemacht, die Instrumente sind eingebuckt. Aus ist mit einem Tanzgesang. Doch mir bringt nichts zum Aufstehen und schon gar nicht zum nach Haus gehen, weil ich warte auf einen ganz bestimmten Klang. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekaddeln schäbert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Weintal ganz schön deppert. Alles was ich anschaue, tue ich doppelt sehen. Erst wenn der Milchmann mit dem Müllekaddeln schäbert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine alte voller Zuren am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich und her nix mehr. Nein, nein. Danke euch vielmals, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Am 2. sind wir wieder dabei. Dickes Busel, pfiat euch gut. Eure 16er Buben. Baba.